It's me against the world, baby. It's me against the world. It's me against the world. So, jetzt. Gut. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Podcast. Für die zum ersten Mal reinschauen, ich werde hier einmal im Monat auf dem Kanal von Rocca Podcast hosten, werde gewisse Gäste einladen, wir werden über das Thema reden. Für die Interesse haben mitzumachen, können dann in Discord kommen, Ausrufezeichen Discord, ich sehe es auch unten dran am Laufen. Ja, und zum heutigen Thema, für die auf Twitter das gesehen haben, es geht darum, sind wir als Gesellschaft oder moderne Gesellschaft, heutige Gesellschaft zu überempfindlich? Und zu diesem Thema habe ich einen Gast, der sich sehr gut damit auskennen. Er ist einer, der gerne auch triggert. Ich würde sagen, sogar so der Master of Trigger. Der Knut, ich hole ihn mal rein. Du bist da. So, jetzt bist du im Bild. Hallo. Ich lade jetzt schon mal zu Wort kommen, ohne dass ich jetzt noch gross irgendetwas sage. Ja, bitteschön. Der Mic ist yours. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Ladies, Boys und Ladyboys. Das Thema, sind wir heutzutage so überempfindlich, ist ein schwerwiegendes Thema. Auch aus persönlicher Erfahrung, wo im Verkauf auch arbeite, ist einfach, es ist mühsam geworden. Und ich mache ja auch nebenbei ab und zu mal Poetry Slam, wenn ich mal die Zeit habe und den Bock habe. Und ich habe mal an einem Tag, bin ich mal gesessen, haben wir überlegt, gut, das ist ein Thema, das will ich ansprechen, das muss angesprochen werden. Und ja, ich habe mir da meine Gedanken gemacht und der Text geht circa 6 Minuten lang. Also chillt eure Eier, lehnt euch zurück, holt euch ein Bier knabbern, hört zu und let's fucking go. Der Titel heißt Hauptsache, man fühlt sich angegriffen. Was ja wunderbar. Alle fühlen sich angepisst. Ich mache eine Bemerkung über das Wetter und irgendjemand fühlt sich dadurch angegriffen. Blut, das vom Regenhimmel, die XYZ. Chill mal deine Eier. Man darf offenbar seine eigene Meinung haben, aber sie wird nicht einfach hingenommen. Oh nein, das wäre ja viel zu einfach, nicht? Doch warum fühlen sich irgendwelche Leute angepisst, wenn ich sage, dass ein Blutregen geil ist? Woher kommt diese Überempfindlichkeit? Meiner Meinung nach, und ich weiß jetzt schon, dass sich wieder irgendwelche Leute angegriffen fühlen, liegt das Problem bei der Erziehung. Fühlt sich jemand durch diese Aussage angegriffen? Ich werde nicht weiter auf Antworten eingehen und sage darum nur, chillt mal eure Eier. Uns wurde und wird gesagt, dass wir etwas Besonderes sind, dass wir die Creme de la Creme sind. Wir sind dieser eine Tropfen auf den heißen Stein, der alles verändert. Das Beste der Menschheitsgeschichte mit den größten Möglichkeiten. Wir können alles werden, was wir wollen, die Welt so formen, wie wir sie für gut halten. Wir sind diese eine Generation, die Generation der Menschheit, die alles zum Guten wenden kann. Bull fucking Shit. Wir sind nichts weiter als eine weitere Generation an Arbeitsdrohnen. Wir sind nicht mal ein verdammter Furz in der Zeitrechnung des Universums. Wir sind hier, weil wir hier sind. Nicht mehr, nicht weniger. Wir können alles werden, was wir wollen. Ich habe selten so einen riesigen Haufen Scheiße gehört. Wenn wir alles werden können, was wir wollen, wäre ich schon lange ein Superheld, der Verbrecher jagt, in einer Unterwasserbasis lebt und in Süßigkeiten ausbezahlt wird. Denn das wollte ich mal werden.
Nur ist das Leben kein verdammtes Wunschkonzert, sondern die knüppelharte Realität, die mir und euch jeden Tag richtig schön hart in die Fresse haut. Uns wurde das Paradies versprochen und wir bekamen eine schäbige Seitengasse in der Zeitrechnung, in der Geschichtsschreibung unserer Spezies. Und was machen wir dagegen? Nichts, denn wir fühlen uns angegriffen, weil wir nicht das bekamen, was uns versprochen wurde. Einige Individuen nehmen das als Anlass, sich über alles und jeden zu beschweren, doch selbst wollen sie nichts für die Verbesserung ihrer Situation unternehmen. Lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. Ein Zitat aus dem Song So, wie du bist vom Mojo. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, wenn ich diesen ohrkrebserzeugenden Scheiß im Radio höre. Wie soll das gehen? Wie soll ich mich nicht verändern? Ich soll mich nicht verändern, aber dafür alle anderen. Und was ist, wenn alle anderen ebenso denken? Warten Sie in dem Falle auch darauf, dass sich die ganze Welt zu ihren Gunsten verändert? Was ist das für eine Scheiße? Vielen Generationen sind Veränderungen ein Gräuel, älteren Generationen und jungen Generationen. Und jetzt komme ich Vollpfosten daher und sage, Veränderung ist gut. Wer fühlt sich durch diese Aussage angegriffen? Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Chillt mal eure Eier. Woher ich diese Aussage Veränderung ist gut habe? Von meinem Großvater. Ein Mann, der in einer komplett anderen Zeit aufwuchs und mittlerweile über 75 ist. Doch er sagte mir stets, Veränderung ist gut. Ich dachte und denke bis heute immer wieder über diese Aussage nach. Sie wurde nicht mein Lebensmotto. Nach vielen Situationen höre ich meinen Großvater in meinem Kopf sagen, Veränderung ist gut. Alle fühlen sich irgendwie angegriffen. Warum nicht diese Einstellung verändern? Anstatt, dir gefällt Blutregen, mir nicht, denn es ist XYZ, du bist ein Hurensohn. Warum nicht einfach sagen, okay, du findest Blutregen geil, ist aber nicht so mein Ding. Es freut mich, dass es dir gefällt. Schau mal, diese und diese Möglichkeiten gibt es ebenfalls. Schau es dir mal an. Vielleicht hat es da etwas darunter, das dein Leben positiv beeinflussen kann. Was bewirke ich mit dieser Aussage? Es ist so simpel einfach, dass es schon fast schmerzt. Anstatt eine Person direkt oder indirekt anzugreifen und dadurch in eine defensive Position zu drängen, in der sich jeder Mensch natürlicherweise verteidigt, in welcher Form auch immer, habe ich ihm die Möglichkeit zur Veränderung gegeben und ihm dadurch aufgezeigt, dass ich ihm helfen möchte, sich zu verbessern. Ob das Gegenüber die Hilfe auch annimmt oder nicht, liegt in seinem Ermessen. Doch darum geht es im eigentlichen Sinne. Warum andere Menschen wegen deren Ansichten angreifen, wenn man ihnen nicht nur die weitere Möglichkeiten aufzeigt, sondern ihnen auch die Freiheit der Selbstbestimmung überlässt? Warum werden Fleischesser des Mordes bezichtigt und Vegetarier als missionarisch dargestellt? Warum nicht einfach mal einen Tag auf Fleisch verzichten und im Gegenzug dem Fleischesser seinen Speck lassen? Warum dem Raucher, gutes Thema, warum den Raucher permanent für sein Rauchen anprangern und im Gegenzug als Protest dem Nichtraucher den Rauch ins Gesicht pusten? Warum nicht dem Raucher seinen Genuss lassen und im Gegenzug Nichtraucher fragen, ob es in Ordnung ist, in ihrer Gegenwart zu rauchen? Warum den einfachen Arbeiter als Nichtsnutz darstellen und im Gegenzug den Kunden als arrogantes Arschloch betiteln? Warum dem Arbeiter nicht einfach für seine Arbeit mit einem kleinen Trinkgeld und einem herzlichen Danke begegnen und im Gegenzug dem Kunden bei den Kosten entgegenkommen und ihm dafür danken, dass er Kunde ist? Und ich will, dass sich die Welt zu einem Besseren verändert. Und ich arbeite so gut daran, wie ich kann. Und darum möchte ich euch, das Publikum, nicht als sonst irgendetwas betiteln, sondern möchte euch herzlichst danken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, euch diesen Text vorzutragen. Veränderung ist gut, solange man dabei ehrlich, offen, hilfsbereit und freundlich gegenüber anderen Ansichten ist. Denn alles in unserer kurzen Lebenszeit auf dieser Erde, in diesem Universum anfeinden. Und ich habe lieber eine Welt voller Freunde als eine Welt voller Feinde. Denn nur dann habe ich meine Möglichkeit, alles zu sein und alles zu werden, vollumfänglich ausgenutzt, um unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist vielleicht nicht der Sinn des Lebens, aber es ist ein guter Anfang, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen. Denn auch Mahatma Gandhi sagte, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Fertig. Okay. Ja, es hat ein bisschen gelegt ab und so. Hä? Ja, no. Gut, danke schön. Genau, Internet ist triggert, Rocca, du hast recht. Internet ist insta-triggert. Gut, also bezüglich triggert, überempfindlich, wenn wir schon gerade beim Thema, also eben, wenn wir jetzt da den Text jetzt gehört haben vom Knut, sind wir
überempfindlich? Wenn ja, warum? Wir sind nicht nur einfach überempfindlich, wir sind zu überempfindlich. Es ist, wie soll ich sagen, ich habe es im Text eigentlich auch geschrieben, ich glaube nicht, dass wir Menschen oder unsere Generation oder das Individuum selber daran schuld ist, dass wir überempfindlich sind. Ich habe wirklich sehr stark die Meinung oder sehr stark wie soll ich sagen, Vorausahnung, dass es nicht uns liegt, sondern eher daran, dass wir erzogen worden sind. Ich habe es gesagt, jeder muss irgendwie speziell sein. Jeder muss irgendwie, weißt du, gut, wie einfach individuell sein. Und ich glaube, da liegt eigentlich schon mal der Hauptfehler, dass uns permanent gesagt wird, dass wir irgendetwas Besonderes und ja. Also das heißt einfach, also so der Snowflake-Effekt. Genau, ja. Mit inklusive Helikoptereltern und weiss der Teufel, was Genau. alles gibt. Also wir sind alle einzigartig, jeder darf seine eigene Meinung haben, was ja auch so ist. Das ist ja okay, jeder soll seine eigene Meinung haben. Aber nur die eigene Meinung zählt und das ist das einzig Richtige. Und alles andere ist halt eben, wird dann nachher als Eingrenzung angeschaut. Genau. Stimmt schon zu, okay. Und warum? Und eben in deinem Text erwähnst du ja auch, dass es mit der Erziehung ja noch ein bisschen zu tun hat. Wieso man so überempfindlich immer sofort triggert ist. Ich habe jetzt ein Beispiel habe ich da im Internet. Und zwar, es ist auf 20 Minuten, von einer Zeit ist das mal gekommen. Es geht darum, Eltern gehen wegen nassen Füßen gegen Lehrer vor. Das sind eben da die überempfindlichen Eltern, wo zum Beispiel beim einen ist es eben gewesen, ein Junge, also im Artikel steht, ein Junge mit nassen Socken in den Stiefeln sei mit nassen Socken in den Stiefeln nach Hause gekommen, erzählte gegenüber 20 Minuten. Er war in der Pause in eine Pfütze gehüpft. Eine Anzeige habe es zwar nicht gegeben, dafür musste sich ein runder Tisch mit den ortsansässigen Schulbehörden der Sache annehmen. Oder auch zum Beispiel, häufig waren das eigentlich, da kann ich es schnell markieren, häufig waren das eigentliche Banalitäten, etwa weil ein Schüler im Turnen nach mehrmaligem Ermahnen nach draußen musste. Also, eben, um das zu unterstreichen, was der Knut vorhin gesagt hat, dass, abgesehen davon, dass eben jeder gemeint wird, also dazu bewegt wird, dass er das Gefühl hat, er sei ein Snowflake, oder einfach einzigartig, kommt es eben dazu, dass die Eltern dem noch unterstützen. Einfach mit so Taten halt. Dass eigentlich die Eltern das Gefühl haben, eben, er sei das Nonplusultra auf dieser Welt. Genau, der macht gar keine Fehler. Wenn es Fehler gibt, dann ist es sicher nicht seine Schuld. Genau. Und das ist eben auch etwas. Eben, es je nachdem halt auch, kommt auch ein bisschen aufs Alter drauf an. Weil eben, ich meine, Schulkind ist irgendwo zwischen, ich sage mal, 7 und 10. Das sind einfach Kinder, okay? Und Gofen, die laufen halt umeinander, machen Dreck, machen Lärm und so weiter und so fort. Scheiß drauf, völlig Ahnung, es sind Kinder, sie dürfen und sie sollen das Zeug machen. Aber dann kommen halt die Eltern daher, die halt dementsprechend schon eine Persönlichkeitsentwicklung vielleicht durchgemacht haben. Und die kommen die mit völlig abstrusem Dreck daher, wo ich einfach so denke, so, Gott, ey, realitätsfremd ist echt nicht mehr geil, wirklich. Und eben, zum einen liegt es an der Zürich, wenn Personen oder Menschen ein bisschen älter sind. Und zum anderen liegt es natürlich auch dementsprechend an den Eltern. Oder? Wenn die Eltern sich die ganze Zeit so aufführen, als ob das irgendwie keine Ahnung, das Lindor-Hügeli unter der ganzen Schocki-Häs ist, dann ja, fucking hell, dann müsste man halt böse gesagt die Eltern mal die Schnorre hauen und sagen, hey, mach nicht so einen Scheiß mit dem Kopf. Das Problem ist auch noch jetzt in dieser Sache, dass wenn jetzt mal wirklich, also weißt du, ich meine, wenn jetzt nonstop irgendwelche so triggerte Eltern zu den Lehrern kommen, dann können sich ja die Lehrer ja gar nicht mehr um die richtigen Probleme kümmern. Das ist ja auch noch. Also wenn ich jetzt, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, mein Kind würde gehen und der hat wirklich ein Problem mit Mobbing und weiss nicht was und bla bla bla, dann wird das dann nachher so, vielleicht auch sogar noch dazu zählt, so, ja, der ist jetzt auch so einer, der sich aufregt wegen jedem Scheiß. Ja. Das ist das andere Problem halt, das dann dazu kommt. Ja, und ich glaube auch, eben, die Lehrer sind da, um den Schülern was beizubringen.
eben, ich bin im Studium und ich sehe es, wie es ist. Und eben, ich sitze in der Schule und wir werden Wissen in den Schädel hineingekämmert. Und für das sind sie da. Sie sind nicht dort und gehen für richtig erziehen. Das ist Sache der Eltern und vom Umfeld vom Kind. Und eben, wenn die Eltern schon mit so Zeug daherkommen, dann muss es nur noch eben sein, dann Scheisse ich im Internet gelesen habe, dass ja, du musst Kinder so und so erziehen machen und fühlt sie sich die Aussagen, fühlen sie sich da bestärkt, machen das noch extremer und dann verkorkst es einfach das arme Kind einfach noch mehr und das Kind wächst mit diesen Werten auf, mit diesen Erfahrungen und es wird genau gleich. Das ist ein Scheißhaufen, weil einfach immer grösser gestapelt wird, oder? Gehst du morgen schießen, gehst nicht spülen und dann gehst du Mittag nochmal einen abseilen und der Scheißhaufen wird immer grösser. Am Schluss kannst du das Zeug nicht mehr abstellen. Und ja, dann ist Kacke am Dampfen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Was denkst du, was hat die neue Technologie noch für einen Einfluss auf die ganze Geschichte? Wir haben das Thema, ich habe vor ein paar Jahren den Lehrmeisterkurs abgelegt, dass ich Lehrling ausbilden und das war auch das Thema. Wir sind eigentlich gut bunt durchmischte Gruppe. Ich war einer der Jüngeren mit, wie alt bin ich nicht? 4, 5, 26 ungefähr. Und wir haben Leute gehabt, die sind älter gewesen, die sind irgendwo, ich sag's mal, 45 plus gewesen, 50 plus gewesen. Wir haben aber auch Jüngere gehabt. Und dann ist die ganze Thematik von wegen Generationenkonflikt ist natürlich auch ein Thema. Und unser Kursleiter hat es eigentlich wirklich gut gesagt, dass wir die Generation, die jetzt da ist, also sag mal in unserem Alter, also irgendwo zwischen 25 und 35, 40, wir sind die ersten Digital Natives. Wir sind die ersten, die mit dem Internet aufgewachsen sind, die mit Technologie aufgewachsen sind. Und die Generation vor uns, ich sage mal unsere Eltern und so weiter, das sind noch die letzten Digital Immigrants gewesen. Also quasi bevor eigentlich der Sprung ins digitale Zeitalter kam. Und wir haben das auch stark besprochen, dass die neuen Medien die Jugendlichen sehr, sehr stark beeinflussen. Im Positiven wie auch im Negativen. Und es ist dann eigentlich darauf rausgelaufen, dass wir dann eigentlich herausgefunden haben, also wir sind wirklich wie gute halbe Stunde sind wir wirklich am Diskutieren und sehr, sehr gut gewesen. Und wir sind eigentlich froh, dass die Generation, die nicht mit der Technologie und Internet aufgewachsen ist, dass die quasi Informationen haben müssen suchen. Quasi, die haben müssen irgendwie in eine Bibliothek gehen oder Bekannte fragen oder so irgendetwas, dass auch gewisse Informationen gekommen sind. Und unsere Generation, die mit dem Internet aufgewachsen sind, wir müssen können Informationen filtern. Und das ist komplett etwas anderes, wenn du etwas suchst oder du musst etwas rausfiltern. Das sind 2 Paar Schuhe. Und wir haben dann eigentlich auch gemerkt, dass eben dass die älteren Generationen nicht können filtern oder nicht gut sind im Filtern und dadurch viel schlechte Inputs oder nicht der Wahrheit entsprechende Inputs bekommen und das dann übertragen und Kinder denken, weil für den Golf sind die Eltern die Chefs auf dem Platz, oder? Und wenn die Eltern sagen, ja, schau, das und das ist so und so, und das stimmt nicht, das Kind nimmt das mit und das zieht sich durch. Und das ist ein riesiges scheiß Problem. Eben, Technologie ist Fluch und Segen zugleich. Das ist so. Ja, auf der anderen Seite ist einfach auch, also weißt, durch die weltweite Vernetzung mit den Social Medias und Social Media und so weiter, du kannst einfach deine Meinung halt überall dazugeben. Du kannst die Senf immer dazugeben, überall. Das heisst, abgesehen davon ist es einfach halt auch so, wenn du irgendetwas sagst, wo vielleicht dem allgemeinen Standard nicht entspricht, hast du einen Shitstorm. Was es vorher ja nicht gehabt hat. Also das Problem hat man jetzt irgendwie, weiß auch nicht, vor 15, 20 Jahren oder so noch nicht gehabt. Das ist eben auch noch das Problem. Also jetzt ganz banal gesagt, irgendwie, wenn ein Comedian irgendetwas auf der Bühne so ein bisschen, was ich sagen, so hart an der Grenze, sage ich jetzt mal, also kurz über der oder unter der Gürtellinie. Ja. Das wird dann heutzutage kann der den Witz oder den Spruch gar nicht mehr bringen. Weil jeder dann ihn entweder meidet oder sonst irgendwie in den Medien dann aufgenommen wird, im Fernsehen und weiss nicht was. Da gibt es irgendwie eine Exklusivreportagen und RTL 2 berichtet darüber und weiss nicht was. Und dann kann der Typ oder die Frau dann die Sprüche nicht mehr machen. Auf der anderen Seite gibt es dann halt auch irgendwie, zum Beispiel auch, also jetzt auch wieder Komiker, die dann ins Gegenteil dann übergehen.
die dann nachher halt nur noch derbe Sachen bringen. So Ja. als Gegendings, Gegenbewegung. Ja, also kurzer Einwurf für das. Ich bin ein großer Fan von englischen Comedians, allem voran von Ricky Gervais und von so. Mir kommt jetzt der Name nicht in den Sinn. Ja. Und die sind wirklich, die bringen wirklich harte Sprüche, wo ich da sitze, ich schmeiß mich weg, ich kann nicht mehr, weil es ist so übertrieben und so, nur schon die Vorstellung ist so, what the actual overfuck, und ich kann nicht mehr. Aber es gibt viele Leute, die können mit dem nicht anfangen, die sind Ja. dort und ja, mit dem Finger zeigen. Ja, also ich habe auch zu dem habe ich jetzt zum Beispiel auch noch einen Artikel gefunden. Kann ich auch noch schnell zeigen. Und zwar, in meinem Monty Python kennt ja jeder. Es gibt vom, der ein Hauptdarsteller, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. John Cleese. John Cleese, genau. John Cleese hat eine Serie gehabt in den 70er Jahren, wo Fawlty Towers, hat es auf Englisch geheißen, auf Deutsch heisst das verrückte Hotel, Fawlty Towers und so weiter. Und jetzt in diesem Artikel, und ich habe das irgendwie per Zufall entdeckt, es geht darum, dass in dieser Folge The Germans heisst es, genau. Die Folge heisst The Germans auf Englisch, oder die Deutschen kommen auf Deutsch. Und sie machen halt, es kommen irgendeine deutsche Gäste, also ich kenne die Serie nicht wirklich, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Hotel ist, und dann kommen deutsche Gäste. Und dann geht es darum, erwähnt einfach den Krieg nicht. Es geht einfach halt um den Zweiten Weltkrieg. Und dann gibt es eine Passage, wo der eine richtig deftig abgeht. Und eben, und in diesem Artikel, don't mention the ... Jetzt haben sie es einfach so im Witz zensiert, weil sie ja Censorship Row as BBC cuts the Major's racist line from classic Fawlty Towers episode. Das heisst, sie haben, weil sie politisch korrekt sein wollen, oder einfach so halt eben da die triggerten Leute wollen entgegenkommen, was machen sie? Sie zensieren die ganze Folge. Also nicht die ganze Folge, aber ein Teil von der Folge. Also schlussendlich führt auch eigentlich die Überempfindlichkeit auch zur Zensur. Ja. Und das Problem besteht auch. Also das sieht auch niemand. Oder das andere, wo ich dir auch vorhin gesagt habe, wie hat das geheißen? Genial daneben haben das gesehen. Das war eine Frage. Gewesen. Und das war die Frage, warum hat das Glockenspiel in Limburg während irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Monate einfach nicht mehr gespielt. Und der Grund war, das kann ich auch noch schnell zeigen, der Grund war, das Glockenspiel hat das Lied «Fuchs, du hast die Gans gestohlen» gespielt. Und eine Veganerin hat sich über die dritte Linie im Lied «Sonst wird dich der Jäger holen» mit dem Schießgewehr hat sie sich aufgeregt. Also, es ist irgendwie, wahrscheinlich wird das seit Jahren gespielt. Es sind 33 verschiedene Lieder anscheinend. Und die hat sich aufgeregt und der Bürgermeister hat dann nachher müssen das Lied dann nachher wegnehmen für 2-3 Monate. Schlussendlich haben sie es dann nachher wieder zurück da. Aber eben, ich meine, schlussendlich, es ist, also auf was ich raus wollte, ist einfach halt, es kommt zur Zensur durch so Sachen. Und das ist auch noch eine Problematik. Also wenn man da immer muss schauen, was man sagen darf, wenn die Leute sind oder weiss nicht was, dann haben wir auch noch das Problem. Oder eben das andere, die Funicello-Problematik mit No 79, wo sie dir gesagt hat, das ist sexistisch und weiss nicht was. Können wir ganz einfach sagen, es ist einfach ein scheiß Song, fertig. Mir gefällt das Lied auch nicht. Es ist mir scheißegal, weißt du? Ja. Und vor allem, wenn er weiss auch nicht, 80 Wochen auf Nummer 1 ist, dann hörst du es halt die ganze Zeit im Radio, dann geht es erst recht auf den Sack. Aber das ist mir eigentlich auch egal. Es geht mir nicht darum, ob das Lied, es geht ja gar nicht darum, ob es qualitativ gut ist oder nicht, sondern es geht darum, dass das Lied anscheinend sexistisch sein sollte. Es wird einfach alles im Kontext rausgerissen. Es ist, und das geht. Es wird, also noch kurz zum Fawlty Towers. Ich kenne Fawlty Towers, ich liebe Fawlty Towers und eine Folge, eine ist die beste, eine ist großartig. Aber ja, nein, es wird alles aus dem Kontext rausgegriffen. Ich meine, du machst irgendwie eine Aussage, das Wetter ist heute trüb. Und irgendjemand hat einfach irgendwie eine scheiß Laune, hat das Gefühl, jetzt müssen wir mal ein Bein wichsen und sagt, das Wetter ist gut, weil laufen mit dir und bla 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 und fühlt sich angepisst. Und dann muss ich so überlegen, ja, darf ich überhaupt noch sagen, dass das Wetter heute trüb ist? Und
da fängt das Problem an. Ich meine, unsere Gesellschaft, unsere moderne, ich sag's mal, westliche Gesellschaft, ist auf Meinungsfreiheit aufbauen. Man darf anstehen, man darf seine Meinung sagen. Ob sie akzeptiert wird oder nicht, ja, ob sie richtig ist oder nicht, ja, das steht auch wieder in einem anderen Kontext. Aber einfach, man darf sagen, was man will. Punkt aus Schluss. Und wenn es anfängt, dass man muss Zeug, vor allem von Urzeiten, eben vor 1970er Jahren oder so Genau. etwas gelaufen, wenn man Zeug muss von der Vergangenheit, von ich sag's mal, 50 Jahren oder 45 Jahren, wenn man da muss anfangen, Zeug zu zensieren, Freunde, nein, einfach, nein, ich brauche da mal einen Whisky, echt, gar nicht. Aber was haltest du davon? Jetzt, das ist jetzt ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich eine provokative Frage ist, aber wenn jetzt das N-Wort, ich meine, das N-Wort ist im deutschen Gebrauch, also Sprachgebrauch ja ein Zeitchen ja gang und gäbe gewesen. Ja. Und es gibt auch zum Beispiel Otto, ich finde Otto noch lustig und ich schaue das auch immer wieder und höre ihn auch gerne. Und er hat, glaube ich, auch in 2 Lieder oder Gags hat er das N-Wort drin. Sollte man das zensieren oder nicht? Nein, absolut nicht. Weil es kommt immer darauf an, was denkt sich die Person, wo das gehört. Oder? Wenn jetzt zu mir einer ankommt und sagt, du bist ein scheiß Schweizer, dann denke ich, ja, okay, dann halt, Alter, ist doch mir scheißegal, oder? Es ist nicht wichtig, was das man ihnen interpretiert, sondern was ist die Interpretation von dem, was es gesagt hat, von dem, was sich etwas denkt hat. Ich auch schon, ich habe ja in diversen Bands gespielt gehabt, und ich hatte mal eine Idee gehabt, zum Deutschrock Band machen, also so im Sinn von, es ist nicht gerade die richtige Rammstein, das ist mir ein bisschen zu flach, also so, wie soll ich sagen, Komplexität angeht. Aber eher so, vielleicht ein bisschen richtig Onkels, vielleicht ein bisschen richtig Betontod, auch ein bisschen Punk drin, so Toten Hosen, Ärzte. Und ich habe einen Text geschrieben zu einer Zeit, wo es mir wirklich scheiße gegangen ist. Meiner Mutter ist es gut gegangen, meinem Arbeiten ist es wirklich gut gegangen. Viele Kollegen von mir ist auch relativ dreckig gegangen. Einer war Krankenhaus und hat nicht gewusst, überlebt er die nächsten 2 Monate oder so. Und ich bin dort gesessen und habe einen Text geschrieben. Ich habe leider nicht mehr, ich habe auf dem alten Rechner tun. Und ich habe so geschrieben, eben quasi, guten Morgen, liebe Sorgen, sind auch schon wieder da. Ihr sind alle scheiße, wir wollen euch nicht haben. Ihr sagt ständig das euch, wenn du auflöst, dass immer besser wird und es passiert nicht. Und das kotzt mich einfach an. Und eben, es ist mit dem Gedanken geschrieben worden, hey, im Moment, es geht alles den Bach an. Ich verliere vielleicht einen von meinen besten Kollegen an einer Krankheit. Es ist mittlerweile Gott sei Dank übermerkt. Und einfach so, es ist einfach alles zu viel geworden und ich denke, ich muss schreiben. Ich bin sehr schreibwütige Person. Und ich habe den Text geschrieben, habe mal ein paar Musiker befreundet, die mal angefragt und so gesagt, du, schau, ich habe da eine Idee, kommt da vielleicht irgendwie Melodie in den Sinn, vielleicht irgendetwas Rauchs, etwas Böses oder so etwas. Und einer hat mir den Ritter geschrieben, was für ein verdammter Rassist das überhaupt. Okay. Und ich dort gesessen und ich so, Alter, um was geht's? Sagt er, scheiß Ausländerhass und bla 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 bla. Und ich so, Alter, lesest du den Text oder lesest du zwischen den Zielen vom Text? Ja, nein, das ginge nicht und hätte nie gedacht, dass ich nur ein Nazi bin und bla 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 bla. Und ich bin ja alles andere als ein Nazi, das ist das Lustige dran. Und ich habe ihn wirklich anrufen und ich musste eine halbe Stunde erklären, schau, Alter, im Moment geht in meinem Leben das und das und das und das und das und das und das vor. Und mir geht es im Moment einfach scheiße. Und ich sehe einfach, was für Probleme das bei mir da sind, was für Probleme das auf mich zukommen. Und einfach, ich hasse den Scheiß, ich mag es nicht mehr hören und deswegen. Und eben, eine halbe Stunde hat das gebraucht, bis die Person mal checkt hat, okay, er ist wirklich nicht irgendwie ein Ausländerhass oder so etwas, sondern er ist einfach abgepisst von den ganzen Problemen, die da sind. Und ich sag's mal so, eben im Fall von Otto mit dem spezifischen N-Wort, er hat sich auch nicht dabei gedacht, er hat sich vielleicht gedacht, ja, es passt gut in den Reim rein. Eben, ich bin Musiker, ich weiß, wie es ist, das passiert. Dann denkst du einfach so, ja, das passt eigentlich noch gut rein. Dann sagst du anstatt Enis, sagst du halt Penis, wie es gerade reinpasst, oder? Und eben, das ist, Otto ist auch alles andere als jetzt irgendwie ein Rassist oder so irgendetwas. Also verdammt noch einmal, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, das ist wie, ich komme mir da ein bisschen komisch vor, ich habe da irgendwie ein Problem damit oder so irgendetwas. Ich sag's mal, bei den grossen Stars ist vielleicht eher das Problem, zu dir anschreiben, hey, wie hast du das gemeint?
Aber eben, wenn es jetzt irgendwie eine bekannte Person ist oder so irgendetwas, ansprechen, wie hast du das gemeint? Weil, jetzt einfach so kurz noch ein bisschen von der Schule, wir haben auch Kommunikation gehabt mit Sachebene und Beziehungsebene. Und eben, vielfach ist da einfach Kommunikation einfach tief aber gestört. Mhm. Ja, und ich meine, abgesehen davon, dass ein Wort ist, eben, wie gesagt, damals einfach gang und gäbe gewesen. Man hat die Person, Ja. also, Es sind andere Zeiten gewesen. ja, die hat man halt so benannt. Und Ja. ich meine, das haben wir schon mal, also als ich noch im Matz war mit dem Rocca, das ist ja auch, was ist das, Südamerikaner oder so, Dunkelhäutige. Und schlussendlich, es ist auch nicht der gleiche Kontext wie in Amerika. Mit der Sklaverei und der ganzen Geschichte und so. Also, Ja. klar, ich meine, das heißt nicht, dass man es exzessiv benutzen sollte die ganze Zeit oder so, aber ja. Ich habe noch schnell etwas da zu der älteren Geschichte, die wir vorhin hatten, hat Zani noch etwas geschrieben. Es hat auch viel mit Angst zu tun von den Älteren, also eher überängstlich als überempfindlich in diesem Fall. Was meinst du dazu? Ja. Ja und nein. Klar, es sind. Da kommt wieder da kommt wieder die ganze Sache mit dem Generationenkonflikt hinzu. Unsere Welt und unsere Technologie und auch wir Menschen, wir entwickeln uns je länger, je schneller. Das ist ja so. Die Technik, nur schon Retter denken, ja, die Technik, die wir heute haben. Vor 10 Jahren ist so etwas, was wir jetzt heute hier machen, wäre nicht gerade unmöglich gewesen, aber nur mit riesig großem technischen und finanziellen Aufwand möglich. Und die ältere Generation ist sich jetzt einfach an langsameren Rhythmus wenn jetzt halt eine Woche lang nicht von einer Person hörst, ja, das ist normal, oder? Heutzutage, wenn die andere Person nicht nach 2 Minuten per WhatsApp Retter schreibt, dann ist es passiert, oder? Ja. Und überängstlich ja, aber man muss auch wieder sagen, also man kann die Angst der Eltern dementsprechend nehmen, indem man einfach sagt, hey, look, die Menschen, eure Kinder, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, die sind mit dem die sind sich an der gewöhnt, wo sich die ganze Welt dreht, in der Geschwindigkeit. Ihr müsst keine Angst haben, ihr müsst sie einfach machen lassen und dementsprechend einfach sich als normale Eltern verhalten und einfach, wenn etwas Ernsthaftes wird sein, ich sage es mal, Konflikt mit Gesetz oder so etwas, dann müssen sie eingreifen. Aber sonst, vor allem lernt von den Jungen, von euren Kindern, lernt euch inspirieren, um auch mal etwas auszuprobieren, zum anstatt immer noch auf dem Nokia 3310 anfangen SMS schreiben mit 140 Zielen. Nimm mal ein Smartphone in die Hand, probier es mal aus, hol den Golf daher, kannst du mir das erklären, wie geht denn das, was kann ich mit dem machen? Ja, einfach mal ein bisschen offen sein für alles und nicht immer denken, mein Gott, was könnte alles passieren? Es kann immer alles passieren, man kann morgen früh aufstehen, man steigt aus dem Nest raus, man stolpert, kein Tanne, bricht sich Knick, bumm, Mause tot. Ja, Yep. Shit happens, böse gesagt. Ja. Ich kann es nicht kontrollieren und das ist dann halt eben auch Kontrollzwang. Aber was Ja. weiß ich. Gut. Ich habe hier nochmal einen Artikel und ich glaube, du freust dich jetzt schon drauf. Das haben wir vorhin noch kurz angeschaut. Ich finde das nicht geil, wenn du sagst, ich freue mich drauf. Ich weiß genau. Ja, das, was wir vorhin schon ein bisschen besprochen haben. Und zwar, wir kommen zurück zu unserer Lieblings-Juso-Präsidentin, die mittlerweile zurückgetreten ist. Ernsthaft, habe ich gerade gehört? Ja, die ist, glaube ich, vor kurzem zurückgetreten. Ich freue mich, wieso. Und zwar, es geht darum, um 200er Note, die ja ziemlich fragwürdig ist, die Note, offensichtlich. Und zwar, sie sagt, zack, 200, für die, die es noch nicht kennen, 200 Noten, das ist Funicello da übrigens. Das ist 200er Note mit den 3 aufgestreckten Fingern. Das ist eben, die Diskussion haben wir vorhin mit dem Knut auch schon gehabt. Es geht nicht um den Gruß, den Rütli-Gruß, Dingsbums da, oder was auch immer, wie man dem sagt. Sondern es geht darum, dass man mit diesen 3 Fingern die Achse in einem im dreidimensionalen Raum so schnell benennen, XYZ. Und Frau Funicello hat gemeint, und das finde ich eben auch, im Artikel steht das ja, und das haben wir ja auch vorgelesen. Und das ist eben genau, auf das habe ich auch noch zurückkommen. Schnell. Da wir in der Schweiz keine wirklichen Probleme haben, reiße ich diese gerne an den Haaren herbei. Also mir ist triggert allgemein, weil man einfach nichts Besseres tun hat.
Nach den positiven Rückmeldungen zu meiner 079-Kritik habe ich wieder beschlossen, die Spielverderberin zu sein. Ja, die Note ist cool und nett, aber es hat eben auch gewisse problematische Inhalte. Was sie damit meint ist, unter anderem, gemeint ist damit, dass auf der Note eine Männerhand abgebildet ist und man diese scheinbar noch zusätzlich mit den männlichen Chromosomensatz XY unterstreiche. Also X und Y, was ja eigentlich die X- und Y-Achse sollte darstellen. Aber ja. Und jetzt. Und ihre Aussage, was sehr, 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 sehr schön ist, durch Abbildung einer Männerhand, mit welcher diese ganz bestimmt auch ihre Genitalien anfassen, werden klar sexuelle Dominanz und Unterdrückung der Frauenrechte provoziert. Kombiniert Funicello mit gewohnt messerscharfen Auffassungsgabe und wahrheitsgetreuen Schlüssen. Ich find den Kommentar am Schluss super. Könnte von mir sein. Ja, finde ich auch, das finde ich super. Also, look, also ich meine, dass die Aussage einfach grundsätzlich eigentlich nicht unbedingt sehr intelligent, also beziehungsweise nicht durchdacht ist mir klar. Aber was ich eigentlich wollte, da wir in der Schweiz keine wirklichen Probleme haben, reiße ich diese gerne an den Haaren herbei. Ich sehe das eben auch eines der Hauptgründe, wieso wir alle so sofort triggert sind. Weil, ich meine, ich sagen, vor 20, 30 Jahren war irgendwie noch Krieg noch kurz vorher, da hat man die Probleme gehabt, der Kaltkrieg war und weiss nicht was. Und jetzt, was haben wir jetzt? Nichts. Wir haben keine Probleme. Also, klar, jeder hat seine kleineren Probleme und weiss nicht was und bla bla bla. Aber schlussendlich, schlussendlich haben wir keine Probleme und darum müssen wir, oder muss man sich Probleme aus den Fingern ziehen. Aha. Ich probiere mein Trigger-Level ein bisschen unten zu behalten. Nein, ich will jetzt High Content so. Sofort. Ich will jetzt, dass du so ganz raufgehst. So wie vorhin. Ich bin wirklich traurig darüber, dass ich dir das vorher schon gesagt habe. Weil die Reaktion ist wirklich filmreif gewesen. Ich kann mich wieder aufregen, kein Problem. Ja, mach du das? Nein, ich probiere es. Ich mache es so, ich tue sie in 2 Teile unterteilen. Zum einen tue ich es sachlich und objektiv anschauen. Und zum zweiten gebe ich Vollgas. Okay? Gut. Also, Frau Funicello, die ehrenwerte Frau Funicello, hat das Gefühl, dass mit der dem da, ne, das ist ja 3 Achsen, X, Y und Z-Achse. Ja, genau. Genau, dass das irgendwie anti-feministisch oder ist oder so irgendetwas. Es wird klar sexuelle Dominanz und Unterdrückung von der Frauen recht provoziert, sagt sie. Genau, ja. Also, meine Damen, gehen in die Küche und machen mir ein Sandwich. Ne? Ihr wisst, was das heisst. Also, Ja, ich habe Eier gewogen mit denen. Ich weiss nicht, wie man auf so etwas kommt, ganz ehrlich. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil für mich ist das einfach so, ja, okay, das könnte mir nützen, wenn ich irgendwie etwas dreidimensional darstellen muss, wenn ich mein Strichmännchen dreidimensional anmalen will, wenn ich nicht anbringe, weil ich kann nicht malen. Eben, ich weiss nicht, wie man auf die Aussage kommt. Und zum anderen, eben, da wir in der Schweiz offensichtlich keine anderen Probleme haben, zieht sie die Probleme eigentlich an den Haaren herbei. Was ebenfalls in dieser Aussage auch wieder relativ interessant ist, wenn wir davon ausgehen, dass Männer generell eigentlich kurze Haare haben, wie wir jetzt bei dir und bei mir sehen, dass ich sehr kurz und du eher ein bisschen länger. Und Frauen, ich tue jetzt einmal ganz böse generalisieren, lange Haare haben, muss nicht der Fall sein, kann sein. Und sie sagt, dass man die an den Haaren herbeizieht. Frau Funicello, können Sie da irgendwie die Frauenrechte an den Haaren herbeiziehen und dementsprechend degradieren? Ich finde das nicht gut und nicht in Ordnung. Sei es drum. Das ist mal mehr oder weniger also der sachliche Punkt. Nein, ich habe noch einen, respektive 2. Wir haben keine anderen Probleme in der Schweiz. Überalterung von der Gesellschaft. Der AHV, der überschuldet ist, die IV, die überschuldet ist, ein Teil wo jetzt Ende Jahr sollte endlich aus der roten Zahl raus sein. Fuck yeah, Boys and Girls, wir haben es geschafft, das war unser Verdienst gewesen. Wir haben unser Geld für die AHV angeworfen und die haben es genommen und sie machen etwas Gescheites daraus, was relativ geil ist. Aber eben,
wir haben keine anderen Probleme in der Schweiz. Doch, eigentlich schon, aber naja, ist jedem seines selber Glückes Schmied. So, gut, das ist mal der Sachepunkt gewesen. Kommen wir mal ein bisschen zu dem, wo du dich sicher drauf freust und wahrscheinlich sich alle drauf freuen. Jetzt darf ich mal ein bisschen Gas geben. Go. Was zum Überfick? Ohne Scheiß, Gottverdammt, Mutter, hupen sie eigentlich im Kopf. Wie kommst du von dem, wo, keine Ahnung, eben quasi, ich könnte so noch meine Freundin befriedigen und so weiter. Was nicht funktioniert, wenn, dann musst du es so machen. Oder am besten so. Ne? Man hat es ja gelernt von Pornhub und so weiter. Oh, ernsthaft? Ich kann nicht so viel Drogen nehmen, dass ich auf so einen Scheiß komme. Und ich habe viel gekifft und ich habe viel gesoffen. Aber ich bin nie auf so einen Scheiß gekommen. Wenn, dann habe ich mir denken, habe ich jetzt eher Bock auf Salzstängli oder eher auf Schocki? Das war so das gewesen. Und wo ist der nächste Wasser haben? Ich brauche 20 Liter zum Saufen, weil... Oh, ernsthaft, ich habe es zu dir gesagt, halt. Ich meine, jeder hat seine Meinung. Ich sage, sie darf ihre Meinung haben, sie darf ihre Meinung kundgeben. Das ist einer der Grundpfeiler für unsere Gesellschaft. Sie dürfen sagen, was man will, und es muss akzeptiert werden. Es muss nicht unterstützt werden, es muss nicht irgendwie fertig gemacht werden, aber eine freie Meinungsäußerung ist eine Grundlage zwischen zwei Parteien, zwischen zwei Kommunikationsparteien, ist eine freie Meinungsäußerung Grundlage für eine Diskussion, für egal ob es politisch korrekt oder so, sondern für eine gesunde Diskussion, wo man sich anfangen einspielen, hey, findet wir einen gemeinsamen Konsens, finden wir etwas, wo wir darauf aufbauen können, und der Scheißhaufen an eigener Meinung und Bullshit, was sie rauslehnen, da können sie links und rechts liegen lassen, aber man sollte sich halt auch quasi auf das kleine bisschen fokussieren, wo heisst, okay, da sind wir einer Meinung, komm, wir arbeiten dran, komm, auf dem können wir etwas aufbauen. Und mit so Aussagen, die von der ehrenwerten Frau Funicello da gemacht werden, es wird alles zunichte gemacht. Gott verdammt noch einmal. Wo sind wir da? Ich brauche einen Whisky. Der Rocca ist im Wartekanal, ich hole ihn schnell runter. Ja, grüezi Rocca, Sie sind live bei Podcast auf Ihrem Kanal. Rocca? Er ist gemutet. Ja, ich weiss, dass er gemutet ist, vielleicht hört er uns. Ja. Ah, shit. Da ist er. Hey. So. Hey, cool, dass ich mal in dieser Show dabei sein. Ausnahmsweise darfst du mal. Coole Sache. So, und tschüss. Ich habe vergessen, warum ich kommen wollte. Du bist so ein Idiot. wegen der 200er Noten. Ist das ernst? Das ist kein Witz. Ja. Das ist kein Witz. Why? Ja, keine Ahnung. Fuck, man. Ich meine, wenn ein Schwanz drauf wäre, okay, man. Kann man darüber diskutieren, weißt du? Ich kann jetzt auch noch mal so nachher schauen. Ist ja verdammt abgefuckt. Ja, ja. Aber Dass wir keine anderen Probleme haben. Aber- Are you fucking kidding me? Eben. ja, vor allem, ich würde es geil finden, wenn ein Pimmel drauf wäre, wenn du könntest gerade zu einem lokalen Dealer angehen und könntest sagen, du, ich brauch Gras für einen Pimmel. Ja, ist gut, dann legst du mir 200 Noten an. Das wäre recht geil. Okay. Ja, das ich tue schnell, Aber den Link. wer ist denn die Frau? Das ist die ehemalige Jung SP, oder? Juso, doch. Jung asoziale soziale Präsidentin. Ich habe das auch rausgehört. Ich bin triggert. Naja, ist gut, sorry. Oh nein. Warum macht man eigentlich die 3 Finger? Eben, in diesem Fall ist es Dings. Eben, zum X, Y und Z-Achse zu bestimmen, weißt du, im Dings. Im Raum. Das ist für Haben wir das Geometrie. nicht auch im Rüttli-Schwur gemacht? Ja, eben, das habe ich ja gesagt. Aber es hat mit dem nichts zu tun. Ja, der Rüttelschwur sind ja eigentlich quasi... 3 nebeneinander. Ja, genau, das Handzeichen 3 für die 3 Urkantone, Urschweiz und Unterwald. Genau. Und das ist eigentlich quasi abgeändert, und zwar der Daumen zeigt eigentlich, wenn du jetzt einfach die Hand so vor mir nimmst. Ich stelle mir jetzt gerade den Rocker vor, wenn er so die Hand vor sich nimmt, so, boah, geil, ich habe die Hand, wow. Shit, und Mann, ich bin so männlich. Ich bin so männlich, und du tust einfach so den Mittelfinger so zu einem Penis einfach gegen runter beugen. Und dann hast du eigentlich die 3 Achsen, 3-dimensionalen Raum. Daumen ist X, der Zeigefinger ist Y und der Mittelfinger ist... Z, genau. und der Rocker so vor dem Bildschirm. Der Unterschied ist halt, dass dein Finger nach oben geht. Und der Daumen auch. Ja, eine zeigt eigentlich zu dir, eine gegen rauf und eine so links von dir weg. Das ist einfach so eine einfache Formel für Dings, für früher. Da hat ja die dumme Schnitte lieber über das dumm da. Da hat sie irgendwie mehr Grund. Über was da?
Aber dass es eher ein Rüttli-Schwur ist und so. Aha, Anstatt dass es vom einem Mann ist. dort haben die Bosnier, glaube ich, dumm da gehabt. Und plus, wer sagt, dass es vom einem Mann ist? Keine Ahnung. Ich meine, der Hans Von Cello sagt es. Ja, gut. Ich schaue es jetzt auch noch schön an. Note Schweiz. Ich schaue es mal kurz an. Also es könnte eine sehr weibliche, männliche Hand sein oder einfach eine weibliche Hand. Aber rein so, wenn ich so... Es ist einfach eine fucking Hand, ey. Ja gut, erstmal es, ja. Und zweitens, rein so... Ja... Ja, es ist ja scheißegal, ob es eine Ja, es ist männliche eine oder scheiß weibliche Ja, aber, Hand ist. Nur dümmer ist halt, dass sie sagen, man kann andere Probleme. Ich glaube, Ja. das ist das größere Ja, Problem. das habe ich auch gesagt. Das Ja. habe ich auch gesagt. Ich meine, schon die Aussage allein wegen Dings ist schon hure dumm. Wegen männliche, weiss ich nicht, Unterdrückung von der Sie sieht weiblichen. also aus, als wäre sie mir triggert. Kann man. Ja, aber das Lustige ist auch, weißt du, wie sie das Bild zusammengestellt haben? Es sieht aus, als würde sie selber mit dem Finger so aufheben. Also großartig, Props to Telpo. Ja, das ist ein Post. super Artikel. Großartig. Wirklich. Also ich glaube, da muss ich noch eine E-Mail schreiben, so von wegen, Jungs, geile Scheiß. Also, ich noch wollte sagen, allgemein, wenn ihr sagt, alle sind immer triggert, ab wann ist es okay, triggert zu sein? Ich glaube es, wenn man persönlich angegriffen wird, aber nicht so oberflächlich, so von wegen, ja, du scheiß Wichser oder so irgendetwas. Sondern eher so, wenn ich jetzt würde, oder auch verallgemeinerungen, wenn ich jetzt würde sagen, alles sind scheiß Jugos. Das geht einfach nicht. Da muss man einfach sagen, hey Kollege, einfach nicht. Weil Ist das aber nicht einfach deine Meinung? Ja, look, Ja, also, ja. ja, mach du mal. Aber da könnte ja auch jemand sagen, nein, warum bist du jetzt triggert? Ich meine, klar, die Aussage ist behindert, aber jede Aussage ist behindert, aber weißt du, ab wann ist es Weißt du, okay, jeder Mensch hat das automatisch in sich. Triggert sein ist etwas Menschliches. Ja, Das ist es völlig es noch- normal. Das ist völlig normal. So wie der Knut jetzt so für 5 Minuten abgegangen ist wegen der Funicello, das ist völlig normal. Jeder kann triggert sein, das ist auch gar kein Problem. Und ich meine, auch triggern, absichtlich triggern, soll ich das machen, weißt du, das ist scheißegal. Das Problem ist einfach, weißt du, wenn du jetzt nachher so weit gehst, dass du dann nachher irgendwie eine Petition starten gegen Fleischfresser, zum Beispiel. Ja. Ich wollte es sehen, ich mache eine, weißt doch nicht, Initiative dafür, dass Fleischesser irgendwie ein halbes Jahr ins Gefängnis, wenn sie Fleisch essen. Das geht jetzt weit. Du kannst deine Meinung haben, du kannst triggert sein, du kannst Leute auch nicht beleidigen, aber einfach auch deine Meinung sagen. Das ist kein Problem. Aber das Problem ist einfach halt, und auf der anderen Seite ist es nachher auch wie zum Beispiel bei der Funicello oder auch anderen Leuten, dass Banalitäten dann nachher zu grossen Problemen gemacht werden. Das ist es auch noch. Eben wie mit den Eltern und mit den Schülern, die wir hatten. Ich meine, wegen nassen Füßen den Lehrer dumm anschnauzen. Ja. Ganz ehrlich, ich Aber hätte dafür Kinder nicht impfen. Genau. Ja, aber eben, so von wegen nassen Füßen, wenn ich mit nassen Füßen heimgekommen wäre, dann hätte man meinem Vater einfach mal links und rechts eine Tätschke und Eben. hat gesagt, aber sagst du nasse Füße? Also, Eben. ich bin nicht die Füße, wieso Und kommst dann du ist es voll, gelernt. ja, wieso Genau. kommst du voll in deine scheiß Pfützen rein? Das sind neue Schuhe. Und ich so, oh, ja, sorry, habe ich nicht gewusst. Du gehst nicht zum Lehrer und sagst, Mann, du bist so blöd und mein Kind hat jetzt nasse Füße wegen dem. Also die Kids haben es einfach heutzutage einfacher. Nein, nein, nein. das würde ich nicht sagen. Ja, man erlaubt ihnen halt mehr, das hat die Lehrer wahrscheinlich gar nicht getraut, etwas zu sagen. Es ist nicht, dass sie es einfacher haben, sie haben es anders. Das ist, ich habe auch eine gute Diskussion mit einem Kollegen, der eher ein älteres Kaliber ist, also ich sage es mal so 45 plus ungefähr. Und wir haben auch über das Thema geredet und er hat dann so gesagt, ja, früher war alles besser gewesen. Und ich sage, ja, Alter, nein, früher ist definitiv nicht besser Nein. gewesen. Früher, Das ist sowieso eine dumme Aussage. Früher Ja, ja. ist besser, heute nicht und so. ja, ich höre schon meinem Vater in meinem Innenohr sagen, ja, früher war alles besser gewesen. Es ist nicht besser gewesen, es ist auch nicht schlechter gewesen, es ist anders gewesen. Es ist, eben, die ganze Gesellschaft hat sich gewandelt, die ganze Technologie, alles, globalisieren, bla 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 und so weiter und so fort. Und es ist anders gewesen. Es ist nicht besser, nicht schlechter, nicht, weißt du gut, es ist anders gewesen. Fertig. Ja, ich meine, Sokrates hat ja schon gesagt, die Jugend von heute. Und das war vor aber Tausenden von Jahren gewesen. Ja. Also, das heisst, es ist, man muss einfach halt, also wegen Kinder haben es besser heute oder schwieriger heute oder was auch immer, das muss man eigentlich halt immer differenziert anschauen. Es haben eben, wie du gesagt hast, andere Möglichkeiten. Auch die Eltern haben andere Möglichkeiten. Ja, zum Beispiel den Lehrer anficken, weil der geht Genau. mit nassen Füßen. Genau.
Boah, Aber weißt du, auf der anderen Seite denke ich einfach so halt, solche Eltern, ich meine, das ist zum Glück, ich bin eigentlich davon überzeugt, zum Glück ist es die Minderheit. ja, bei uns in der Schweiz Ja, ist es noch die ja in der Minderheit. Schweiz, ja. Das Schweizer Volk oder die Schweizer allgemein sind einfach ein besonnenes Volk. Wir tun lieber fünfmal 2 Stunden überlegen, als einmal 5 Minuten und dann machen wir irgendwie einen Scheissdreck. Genau. Ich glaube auch grundsätzlich, dass getriggert sein und weiss nicht was, das ist eher so ein US-Phänomen vor allem. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also es ist, ich bin wirklich, ich bin auch, also wo wir auch schon mit dem Rocca über irgendwie eben Feminismus und weiss nicht was geredet haben, ich meine Feminismus ist ja jetzt mittlerweile im Begriff dafür, dass dass man triggert ist oder dass Frauen triggert automatisch. sind, genau. Aber ich bin eben, also es gibt eben Ausnahmen gibt's, das ist auch okay, also okay, nein, ist nicht okay, aber es gibt Ausnahmen, aber es ist hauptsächlich eben ein Ami-Problem und die europäischen Frauen oder auch Männer oder was auch immer Ältere sind auch wirklich ein bisschen besonnener. Ja. Und das finde ich eigentlich noch gut. Also zum Glück ist es noch so ein bisschen hinter dem Ozean noch. Ja. Das andere Problem ist halt, wenn du eben gegen so Sachen bist, wie jetzt eben da die Schnitte da sagt, dann wirst du irgendwie automatisch in eine Ecke hineingestellt. Ja, aber das ist eher das Problem. Das ist eher das Problem. Also, Ja. Nein, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, was ist sie da, Use und so, das ist doch voll links und so ja, shit. genau. Ja. Weißt du, dass du nachher automatisch, ja, du bist ja rechts in dem Fall, weißt du. Das ist doch Aha. in Amerika Aha. mit den SJWs so Ja. scheiße. Weißt du, wenn du nicht für sie bist, dann bist du komplett etwas anderes. Ja. Also komplett rechts. Banalisierung geht da, ist das Wort. Ja, aber das ist Dings. Also, ich finde genau, das ist eher so ein Ami-Problem. Knut ist Was? aus Discord. Okay, da ist er wieder. Falsch gedrückt, Okay. sorry. Nein, ich finde auch das, also das wegen, weißt du, wenn du dagegen bist, also wenn du nicht die gleiche Meinung bist, bist du komplett in der anderen Schublade. Aber genau. Das ist für mich auch eher so ein amerikanisches Problem. Bei uns ist es Ja. zum Glück nicht so krass. Also, das heisst nicht, wenn ich jetzt gegen C bin, dass ich automatisch irgendein Pnosswähler bin oder was auch immer. Oder, Plus for life. ja, das sowieso. Das sowieso. Gibt's überhaupt nicht. Ja, das gibt's. Ja, das sowieso. Plans for Life, aber. Ist jetzt jemand triggert. Die sind doch schlimmer als SOP, oder? Ja, die sind rechts, die sind Nazis. Die sind Ja. wenn sie rechts sind, nochmal rechts. Ja. Also das ist. Die kann man auf der anderen Seite haben. Aber eben, das ist in Amerika ist das viel schlimmer, wenn du gegen Trump bist. Also ich frage mich sowieso, wenn du nicht gegen Trump bist, was machst du dann? Dann bist du automatisch komplett liberal. Oder wenn du eben gegen die SJWs bist, dann bist du einfach ein Nazi. So denken wir in der Schweiz auf jeden Fall nicht. Es ist auch rein, wenn man so das politische System der Amerikaner anschaut, es ist eigentlich auch auf dem aufgebaut. Du hast Ja. nicht wie 4, 5 Parteien, die das irgendwie ist miteinander probieren, etwas zu machen, sondern sie haben entweder bist du Republikaner oder du bist Demokrat. Genau. Genau. Und da ist eben genau das Problem. Wir, ich sage es mal speziell wir Schweizer, wir lassen das zu. Bei uns in der Schweiz gibt es ja die wie eine Opposition. Wie jetzt zum Beispiel in England ist jetzt gerade auch wegen dem ganzen Brexit-Scheiß Ja. und so weiter, wo Tories und die Liberalen sich in der Opposition gegenüberstehen. Das gibt es bei uns nicht in der Schweiz. Weil bei uns in der Schweiz heißt, alle müssen ansitzen und alle müssen daran arbeiten, dass man den ganzen Scheiß Karre am Laufen behalten. Genau. Und darum, eben, ich weiß auch, also ich weiß auch, dass relativ viel, egal ob jetzt junge oder ältere Generationen, wenn sie da von der Frau ehrenwerten Frau Funicello da irgendwelche Aussagen hören, dass sie dann sagen, du hättest dir ins Hirn geschissen. Genau. Und das habe ich auch, wenn wir politisch gesehen die Sachen anschauen, habe ich von Menschen die Aussage gehört, die eher in einem rechten Spektrum ist, eher bei der SVP, eher bei der FDP, aber auch von den Linken, die jetzt wirklich wie SP oder teilweise sogar schon leicht in den Kommunismus hineingehen, wo sie einfach sagen, du, der schießt jetzt einfach permanent ins Hirn rein, oder? Und das ist dann einfach auch für mich so ein gutes Zeugnis für unsere Schweizer Mentalität, für unser Schweizer Überlegungstum, wo wir haben, dass sie sich einfach mal ansitzen und das ganze Zeug durchlesen, ihre Meinung bilden und dann einfach so denken, du, nein, sorry, also du bist jetzt einfach so weit weg von dem ganzen huren Kuchen, um was es eigentlich geht. Heb einfach ein bisschen Schnarren. Ja. Und ich glaube, wir können einfach auch unterscheiden zwischen Ehre und der Partei zum Beispiel. Mhm. Also eben, wie du gesagt hast, Rock, also wir tun es nicht direkt eben, Funicello hat das gesagt, okay, alle SPler sind behindert. Ja. So denken wir eigentlich, also der Schweizer denkt eigentlich nicht so.
Denke ich jetzt mal. Also einfach halt solche, die mit ihren Fußstapfen sind, beziehungsweise halt ihre Anhängerschaft wird das sowieso machen. Aber ja, also ich glaube nicht, dass ich einfach auch für die ISP allgemein auch redet. Aber wie Nein. du gesagt hast, Knut, dass eben die Leute von links bis rechts werden da denken so, oh mein Gott. Ja, also ich weiß, ich habe vor einiger Zeit habe ich auch mal irgendwie, sie hat auch irgendwie eine Aussage gemacht über, ich weiß nicht Teufel was, und da hat wirklich ich glaube sogar der Fraktionschef von der SP im Bundesrat, also im Bundeshaus, hat sogar gesagt, da wo die Frau gesagt hat, nein, das stimmt absolut gar nicht und wir stehen als Fraktion von der SP Genau. im Bundeshaus, stehen wir nicht dahinter. Wenn ich auch wirklich muss sagen, das ist ein wirklich starkes Zeichen, wo ich auch muss sagen, okay, ja, das sind eigentlich die Politiker, die wir brauchen. Wir brauchen nicht irgendwelche Leute, die irgendwelche, keine Ahnung, sich Federn in den Arsch schieben und denken, sie sind jetzt der Hahn im Korb. Sondern wir brauchen wirklich Leute, die einfach dort sind und einfach das Ganze sehen und auch über den Tellerrand raus schauen und einfach können sagen, okay, nein, das ist jetzt einfach nicht recht gewesen, das passt nicht. Und dann halt auch wirklich anstehen und sagen, so ist es nicht. Das ist das, was die Person denkt, aber nicht, was das Große und Ganze sagt, oder? Was haltet ihr von all diesen SJWs? Oh Gott. Also, ich bin jetzt raus, bin jetzt gespannt. Viel Spaß. Okay. SJWs, oh mein. Eben, wenn man keine anderen Probleme hat, kann man sich auch seine eigenen Probleme schaffen. Das ist kein Problem. Also, ja, wenn sie Spaß daran haben, dann sollen sie es machen. Und wenn ich irgendwann mal ein Ziel schiebe, dann davor wird sie, ich werde auf dem Stuhl sitzen und ich werde meine drauf abholen, weil ich einfach denke, haha, es wäre mich, wenn ich euch wäre. Fuck it. Es gibt einen... Kennst du Angry Video Game Nerd? Ja, ja. Genau. Der James Rolfe spielt ja. Also er ist ja in Wirklichkeit heißt er ja James Rolfe. Ja. Und der macht ja neben seiner AVGN-Figur macht er eigentlich auch sehr viele Filmreviews. Und ich schätze eigentlich auch seine Meinung und er macht sie auch recht gut. Und er ist auch sehr grosser Fan von den originalen Ghostbusters-Filmen. Vor allem vom Eis. Und ich finde sie auch geil. Meine Kindheit, alles Ghostbusters. Auf jeden Fall. Der hat ein Video vor 2015 oder 2016 hat er ein Video aufgeladen, wo er sagt, Ghostbusters 2016, also der neue Ghostbusters, der damals rausgekommen ist, ein Non-Review. Und er ist dort angehockt und hat gesagt, schaut, ich liebe Ghostbusters. Ich meine, ihr wisst, die meinen Kanal kennen, ich liebe Ghostbusters. Und für mich ist einfach halt die 4 Typen, die dort mitgemacht haben, die 80er-Jahre-Comedy und weiss nicht was, das ist für mich das, was ich von Ghostbusters im Kopf habe. Und ich weiss, dass der Film mir nicht wird gefallen. Mir ist es scheißegal, ob es Frauen sind oder Männer sind oder weiss nicht was. Ich finde es einfach scheiße, dass es überhaupt The Ghostbusters heisst. Ja. Und nicht irgendwie The Ghostbusters bla bla bla. The New Generation oder was auch immer. Und darum werde ich den Film nicht schauen. Und ich meine, AVGN kennst du ja, der flucht und schreit und weiss nicht was, schießt und kotzt. Alles Mögliche. Und niemand, also ich kann mich nicht erinnern, niemand hat sich ab dem jemals triggert gefühlt, ab der AVGN-Figur. Aber weil er das gesagt hat, ist er boykottiert worden. Und die Leute sind abgegangen. Ja, du bist irgendwie ein sexistisches Arschloch, nur weil Frauen dabei sind und weiss nicht was. Hey, der ist auseinandergenommen worden von den SJWs. Abgesehen davon, ich finde den Film scheiße. Und nicht, weil es Frauen sind, weil der Film einfach scheiße ist. Hast du den Film gesehen? Nein, ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich müsste ihn wirklich mal anschauen. Darum, ich kann auch da nicht meine Meinung darüber abgeben, was schlecht ist oder gut. Weißt du, eben, look, es ist einfach ein Slaps, es ist schlechter. Es ist wie Scary Movie. Okay. Mit Ghostbusters-Thema. Okay. Das okay. ist es. Das ist unter aller Sau. Whatever. Gut, eben, ich kann da keine Meinung abgeben. Aber Ja. ich habe zu dem Thema habe ich auch noch eine gute Story. Und zwar, wir haben mal bei uns in einem Gamer-Forum vor langer Zeit, wo Twilight rausgekommen ist. Also da die da ist- Dings,
Ja, Twilight. Vampir-Geschichte, Dingsbums da, ja. Genau, ja, Mhm. genau, ja. Und so ziemlich alle sind eigentlich dort angegangen und angefangen rumzubashen. Und einfach einer ist ein riesen Fan davon, gewesen, dass sie sagen, hey, ein super Film, gefällt mir hure gut. Und alle haben angefangen zusammen zu bashen. Und ich bin dann dort angegangen und habe gesagt, hey, schaut Jungs, ich würde gerne meinen Senf dazu abgeben, aber ich habe den Film, damals war es der erste raus, ich habe den Film nicht gesehen. Und solange ich den Film nicht gesehen habe, gebe ich keine Meinung ab. Aber hey, schraubt Retour, wenn es euch nicht gefällt, schreibt, hey, nein, hat mir nicht gefallen, fertig. Ja. Und ich habe dann ein paar Jahre später ich dann gedacht, okay, gut, ich habe gerade irgendwie nichts zum tun, gewichst habe ich schon, ergo, ich ziehe mir jetzt mal den Film rein und bilde mir meine Meinung. Und ich bin angesessen, ich bin mit einem offenen Herz, mit einem offenen Geist, ich angesessen, denke, okay, ich schaue es an und ich schaue mal, wie sich die Story entwickelt, Special Effects und so weiter und so fort. Und ich habe den Film gesehen und ich muss sagen, ich habe wirklich Scheiße gefunden. Es sind irgendwie 1,5 Stunden von meinem Leben, die ich nicht mehr zurückbekomme. Und nicht irgendwie die Story scheiße ist oder so irgendetwas, aber einfach so das Grundkonzept, dass ein Vampir, okay, so Blutzucker, Blutleer, 16 im Spiegel, Knoblauch, Kruzifix, Weihwasser und so weiter und so fort, Silber, der kann ins Sonnenlicht rausgehen und dann fängt er an glitzern. Ich meine, wie weit weg von der Realität, in Anführungszeichen, ob Vampir Realität sind, dahingestellt, wie weit vom Originalkonzept namens Vampir, wo Sonnenlicht tödlich ist der Film. Und das hat mich so unglaublich aufgeregt, dass ich gesagt habe, du, sorry, ich habe einen Film gesehen, ich muss den Rest nicht mehr schauen. Ja. Egal, wenn die Story noch übermäßig geil ist und ich habe mir dann auch ein bisschen wie soll ich sagen, also, ja, die anderen Filme sind die besser von der Story her oder so. Ich mag gute Stories, da ist mir eigentlich egal, wie es im Film aussieht. Und dann habe ich gesagt, nein, die Story ist genau gleich banal und langweilig. Dann sage ich, ja gut, dann muss ich es nicht mehr anschauen. Ja. Dann ist das Gesetz. Drum eben. Ja, der Christopher Lee würde sich wahrscheinlich im Grab drehen, hä? Ja, nein, Christopher Lee dreht sich nicht im Grab, weil er ist Dracula. Eben. Er dreht sich im Sarg vielleicht. Ja, so. genau, im Sarg. Ist mir die rechte Arschbacke eingeschlafen, ich muss noch links tun. Genau. Fucking Ja. hell. Ja, das ist schon deftig. Ja, hast du noch etwas zu sagen? Ja, eine Abschlussmeinung? Ja, ist schon Abschluss, okay, gut. Oder hast du noch, also nicht Abschluss, wenn du irgendetwas willst ansprechen, können wir das auch machen. Abschließend zu dem. Ja, generell, ich bin früher auch so einig, die einfach mal gar schön knarren durchgelaufen und durchgeschossen. Erst schießen, dann fragen. Und mit den Jahren, mit dem Alter, mit dem Alkoholkonsum ist mir dann einfach immer klar, okay, du solltest doch nicht immer quasi ohne dass du wirklich mal über irgendetwas gelesen hast oder dich halt informiert hast. Von, ich sage es mal, mehr oder weniger glaubwürdigen Quellen oder von Leuten, die das irgendwie betrifft, weiss der Gucker was. Und ich bin eigentlich, lange Zeit bin ich eigentlich relativ gut mit dem System gefahren, weil bevor ich irgendwie groß rumposaune, bla 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 bla, sage ich, okay, ich kenne mich nicht dabei aus, kannst du mir etwas erzählen, hast du vielleicht eine Gegenmeinung dazu, wo kann ich neutrale Informationen finden und so weiter und so fort. Und ich habe dort auch wirklich vielfach zu Zeug, wo ich am Anfang eine gute Meinung hatte, habe ich dann relativ schnell gemerkt, nein, das ist eigentlich nicht wirklich das, was ich mir vorstelle oder wo ich gerne hätte. Hat aber vielfach Sachen gegeben, wo ich zuerst am Anfang denke, mein Gott, wie kann man nur? Und dann mit Informationsfluss, mit, okay, ja, es ist doch so und so und bla bla, bla 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 und so weiter und so fort, habe ich dann plötzlich gemerkt, hey, nein, das ist genau das, was ich will. Ja. Und das andere ist nicht das, was ich will. Also eben, es ist generell, haben wir auch in der Schule Kommunikation gehabt. Eben, wir sind mit einem offenen Ohr und mit einem offenen Herzen an so Sachen herangehen und einfach mal Meinung anlassen und dann, okay, gut, du, ich hole mir noch eine zweite Meinung, ich will noch etwas anderes hören und dann sich selber ein Urteil bilden. Fertig. Ja. Und das Urteil quasi der anderen Person nicht quasi Hosen ab, Dickslap ins Gesicht, sondern halt, hey, look, ich habe das und das, was ist deine Meinung dazu? Und es fängt eine konstruktive Diskussion, auf der man kann aufbauen und anfangen verbessern und halt eben, ja, das Leben weiterbringen. Ja? Ja. Und ich glaube, ich muss noch kurz meine Mikrofoneinstellungen ein bisschen anders einstellen. Ich glaube, ich kacke ab und zu relativ hart an. Ja, es könnte aber auch an meinem Internet sein. Jetzt müsste es besser sein. Na, schauen wir mal. Ja. Gut. Ja, komm, ich bin noch nicht auf Vollgas gelaufen. Komm jetzt. Komm jetzt.
Ja, jetzt muss Nos da eingespritzt werden. Was muss gemacht werden? Das muss eingespritzt werden. Okay. Ja. Ja. Also ich habe eigentlich noch einen Punkt habe ich eigentlich auch noch gehabt. Also es ist jetzt einfach so ein bisschen Themawechsel im Kleineren. Und zwar, also beziehungsweise es geht auch ein bisschen so wieder zurück auf das, was wir vorhin wegen Monty Python hatten. Mhm. Und zwar, darf im Comedy alles gesagt werden? Ja. Ohne Rücksicht auf Verlust. Ja. Wenn man dazu steht. Mhm. Aber das heisst, also dann musst du halt einfach im Klaren sein, dass du unter Umständen zensiert wirst. Ja. Also, zum vielleicht das ein bisschen mehr in Kontext bringen, meine Aussage. Ich habe ja schon vorgesagt, einer von meinen all-time favorite Heroes, was Comedy anbelangt und einfach ein geiler Dude ist, Ricky Gervais. Englischer Comedian hat The Office eigentlich erfunden mit dem Stephen Merchant zusammen, also die britische Version, nicht das amerikanische. Ja. Und Ricky Gervais hat auch eine wunderbar, wirklich so eine richtig schöne Serie gemacht namens Derek. Ich glaube, Derek hat es geheißen, wo er mit dem Stephen Merchant, mit dem Carl Pilkington und ein paar anderen Comedians und Schauspieler hat eine Serie gemacht, wo er, Ricky Gervais, spielt ein älterer, also ein älterer Herr, ich sag's mal, normal ist im Alter, also 30, wo Trisomie 21 leidet, Trisomie 21 hat und in einem Altersheim schafft. Und es ist wirklich so, wie soll ich sagen, er bringt so die kindliche Unschuld, die teilweise Personen mit Trisomie 21 hat, er bringt ja so wunderbar schön durch. Und er hat auch quasi, ich habe mal das Interview geschaut von ihm, wo er auch gesagt hat, er hätte da, ich glaube, 2-3 Monate in einem betreuten Heim mit Menschen zusammengearbeitet und Menschen betreut, die Trisomie 21 haben. In einem stärkeren Fall, natürlich. Und er hat gesagt, die Menschen, die sind so herzlich und er hat das wirklich überbringen. Und es ist nicht wie Slapstick oder so etwas, aber es sind einfach so gewisse Situationen, wo ich als Mensch, der keine Trisomie 21 hat, wo ich mich unglaublich quasi schon fast fremd schäme oder halt im Boden schäme, wo ich aber weiss, nein, okay, die Menschen mit Trisomie 21, die sind einfach so, sie haben nicht die Fähigkeit zum, ich sage jetzt mal so, die tiefe Beziehungsebene von einer Kommunikation, Gestik, Mimik können richtig interpretieren. Und er bringt das so herzlich rüber und es ist so eine schöne Serie und bei ein paar Szenen, wirklich, ich bin dort gesessen, wir sind Tränen nur noch runtergelaufen, es ist so schön gewesen, es ist so herzlich gewesen. Und er hat dort sehr viel, wirklich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Er hat aber auch negatives Feedback bekommen von eben irgendwelchen SJWs und so weiter. Und ich auch bin ich so, mein Gott, ey, chillt mal eure Eier, das geht jetzt einfach echt nicht. Und Ricky Gervais hat mal bei einem von seinen Auftritten, der ballert alles raus, wirklich unter der Gürtellinie und knallhart. Also dritte Teil mit Stahlkappenschuhen, 200 km pro Stunde, Vollgas. Und er ist mal dort und hat gesagt, er entschuldigt sich generell für gar keinen Witz, für gar keine Aussage, die er macht. Absolut gar nicht. Er tut sich für nichts entschuldigen. Aus dem einfachen Grund, in dem Moment, wo er den Scheiß rauslässt, ist er sich bewusst, was das er rauslässt. Und wenn er etwas rauslässt, wo er nicht kann, wirklich 100% dahinter stehen kann, ergo, alles, was er sagt, ist so, wie er es meint, ist so, wie er es gesagt hat und fertig. Und er hat sich bis heute, noch nie für irgendetwas entschuldigt, so von wegen, oh sorry, im 2014 habe ich irgendwie eine böse Aussage gegenüber Frauen gemacht oder so etwas. Nein, Bullshit. Und das ist etwas, die Leute sollten sich wirklich viel mehr an so etwas ein Beispiel nehmen. Die müssen für ihre Taten, für ihre Worte, die sie wählen oder rauslassen, sie müssen dafür gerade stehen, ja. Sie müssen nicht einfach immer sagen, oh, es tut mir leid. Weil alles andere, wenn wir anfangen muss zensieren, wo kommen wir da hin? Wir landen in scheiß Nordkorea und schauen mal, wie es den Menschen dort geht. Ja. Oder? Ja. In diesem Zusammenhang ist mir eben auch ein Ding zu sehen gekommen. Der Kevin Hart hat ja so den Oscar, wie sagen wir den?
Der Moderator, ja genau, Moderation soll er machen. Und weil er irgendwie, weiß doch nicht, 2000, ich weiß nicht was, hat er mal irgendeinen komischen Tweet rausgelassen. Und die Leute sind dann durchgedreht. Ja. Und was ist da passiert? Er hat sich zurückgezogen von der Moderation und hat sich entschuldigt. Ja. Weil er irgendwie vor 15 Jahren mal irgendeinen dummen Tweet rausgelassen hat. Oder wenn auch immer. Das ist eben auch so etwas, weißt du, dass man irgendwie sich für jeden Kack muss entschuldigen. Ja, und vor allem für jeden Kack muss rechtfertigen. Genau. Und eben, das ist eben, wie soll ich sagen, das ist das Problem, wo sie eben am Pranger angestellt. Das ist das, was dann einfach sagen, hey, ich entschuldige mich für nichts. Wieso sollte ich? Muss ich mich für irgendwelchen Scheiß entschuldigen, den ich vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren oder nur schon vor 3 Jahren oder 2 Jahren oder vor einem Jahr rausgelassen habe? Nein, muss ich nicht. Weil nur schon mit dem, dass man sich gar entschuldigt und sagt, oh, es tut mir leid, dass ich eben gesagt habe, dass, keine Ahnung, Kebab ein scheiß Türkenfraß ist oder so irgendetwas. Das ist nur so zusätzlich, wo halt für von diesen SJWs einfach noch zusätzlich abbrennt. Die fühlen sich in ihrem Verhalten bestätigt und sagen sich, ja, und ich habe recht gehabt, hast du gesehen, und jetzt mache ich nochmal etwas. Genau, Keine Ahnung. dann gehe ich noch weiter. Ja, dann gehe ich noch weiter. Und das ist etwas, das gibt einfach so richtige Abwärtsspirale von einem Haufen Scheiße und das darf nicht passieren. Ja, ja. Ja, ja. Vor allem eben, ich meine, weißt, steckt doch die Energie irgendjemand rein, der so etwas bringt. Genau, ja. Ja, mach etwas Gescheites, gang irgendwie für die Wohltätigkeit arbeiten, gang mal in ein Altersheim mit den Leuten reden und so weiter. Oder helf bei einem Projekt mit, tu Jugendliche unterstützen, mach etwas für Kinder, helf irgendwie einen Spielplatz für Kinder aufbauen. Gottverdammt, mach mal etwas Gescheites mit deiner Zeit Genau. und nicht permanent einfach quasi den anderen das Bein anwichsen. Das bringt nichts, außer die Person steht auf, dass ihr das Bein angewichst wird, wie jetzt ich. Ich würde es aber nicht, das ist keine Einladung, dass er Scheiße, ich bin schon unterwegs gewesen, fast. aber zu dem Zusammenhang, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ich glaube 2014 oder 2013 war es, ist doch die Debatte mit Gary Pfister von den Grünen vom Wallis, glaube ich, wo irgendwie Sexting gemacht hat, mit irgendwie keiner, mit einer, die er anbandet. Okay. Also quasi irgendwie Dickpics umeinander geschickt und weiter und so fort. Okay. Und das ist dann irgendwann rausgekommen. Und ja, riesiges Trara und riesig Blabla und so weiter und so fort. Und ich bin so dort gesessen und habe irgendwie, nicht eine Pressekonferenz, aber ein Interview, ja, mal ist eine Pressekonferenz gesehen von Gerhard Pfister. Da ist dann dort gestanden und dann hat er gesagt, ja, es tut mir leid und bla bla bla, ich habe nicht gewusst, was ich gemacht habe und bla 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 und so weiter und so fort. Und ich bin so dort gesessen und die Grünen Kika, aber das soll nicht zu dem zutragen. Ich probiere so objektiv wie möglich zu sein, aber in dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, ja, es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, was ich gemacht habe oder so irgendetwas. Das war so der Punkt für mich gewesen, wo ich einfach sagen musste, sorry, Alter, und du hast jetzt einfach mal gar nichts zu melden, gar nichts, schon gar nicht in der Politik. Erstens mal, eben, zum ein Dickpick machen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ab und zu mal einen Dickpick verschickt an meine Freundin und einfach, ich weiß nicht, wann ich dort gemacht oder wann mir durch den Kopf gegangen ist. Ja klar, du bist einfach geil gewesen, gib's doch zu. Ja, es ist so einfach, sag einfach, hey Jungs und Mädels, ich bin geil gewesen, sie ist geil gewesen. Ja, wenn du mir jetzt irgendwie einen Arsch vogeln oder was. Ja? Und das ist etwas, eben, wenn sich Politiker für irgendwelche Scheiße entschuldigen, was sie wie rauslassen oder so, wo dann die zusätzliche Aussage kommt, hey, ich bin mir nicht bewusst, was ich dort gemacht habe. Doch, Alter, du bist das Bewusstsein. Du wirst vom Volk, du wirst von unseren Steuern bezahlt, dass du dir überlegst, was für einen Scheiß das du rauslässt. Und wenn du dich nicht unter Kontrolle hast für irgendwelche Scheiße, die du rauslässt, dann bist du im falschen Job. Dann wirst du gescheiter, keine Ahnung. Ja, genau, ja. Als Schaf arbeiten oder so etwas. Und darum, ich habe ab und zu auch mit meiner Freundin und mit meiner Mutter, das ist noch das Beste gewesen. Ich habe mit meiner Mutter über das diskutiert. Und meine Mom ist ja der größte Sohn auf der Welt. Die hat so viele Eier, das glaubst du. Ich bin mit meiner Mutter dort gesessen, Käfeli am Sauf, und da sind wir so am Diskutieren gewesen, und dann habe ich gesagt, oh ja, eben, der Grüsel Gary hat da, eben, sie es gehört haben. Ja, nein, hä? Dann habe ich die ganze Geschichte erklärt und dann sagt sie, ja, okay, ja, und dann sage ich, ja, ist schon vor den Medien gestanden und hat so gesagt, eben, ich muss entschuldigen.
Oder hat sich entschuldigt. Und sie sind so dort, sie so, ja. Dann sage ich, Mann, hast du jetzt so irgendwie sagt sie, ja, nein, nicht wirklich. Dann sage ich, ja, wieso nicht? Dann sagt sie, ja, eben, ja, das mit Pimmelbilder umeinander schicken, ja, ist grenzwertig, aber eben quasi, dass er ansteht und eigentlich sagt, hey, es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, was ich gemacht habe. Dann sage ich eben genau um das. Und dann schaut sie mich so an und dann hat sie so ja, sie hat so einen Blick drauf und ich weiß, okay, jetzt muss ich nachfragen. Dann sage ich, was willst du sagen? Dann sagt sie, ja, jetzt einfach mal rein hypothetisch. Du wärst ein Politiker, dir würde so ein Scheiß passieren, was würdest du machen? Dann sage ich würde erstmal, ich würde das Hallenstadion mieten für die verdammte Pressekonferenz. Am besten noch internationale Medien auch noch dazu holen, mit Übersetzer und allem drum und da. Ich will anstehen, ein Podium, ein Mikrofon, ein Glas Wasser, nein, ein Glas Whisky dort, weil ich einfach ein geiles Ich bin. Und dann würde ich einfach sagen, schaut, Jungs und Mädels, ich bin geil gewesen, sie ist geil gewesen, Pimmel ist rundum. Wenn ihr es anschauen wollt, ich kann es auch gerne zuschicken. Dort hinten dran ist die Liste, schreibt euch ein, ich schicke es euch per WhatsApp zu. Holt euch einen ab, habt Spaß, schlau miteinander. Wir beim Whisky einen Sturz aussaufen und wir einfach gehen. Fertig. Ja, weil, wie willst du anders mit dieser Situation umgehen? Du kannst dich entschuldigen, was aber eben nicht wirklich für deine Persönlichkeit als Politiker zusteht. Du kannst einfach ehrlich sein. Die Wahrheit gewinnt immer. Du kannst noch so einen Lügenberg aufbauen. Am Schluss vom Tag kommt die Wahrheit führen und dann bist du einfach der Glattgeiert, weil deine Glaubwürdigkeit wird einfach mal zugrunde gerissen. Und du, ganz ehrlich, einfach ehrlich sein. Anstatt sagen, ja, ich bin geil gewesen, ich denke, es ihr gefällt, ihr hat es doch nicht so gefallen, es ist rausgekommen, shit happens, mein Gott. Also, jetzt in der ganzen, also ich kann mich jetzt an die Geschichte nicht erinnern. Aber ich meine, schlussendlich, dass er überhaupt hat müssen vorstehen und sich müssen entschuldigen oder was auch immer, das ist ja schon das Problem. Ja. Ich meine, ja. wenn er Dickpics verschicken will, also ich meine, solange es jetzt nicht irgendwie ein Minderjährige ist oder so, Ja. dann ist das einfach seine Sache. Ist mir scheißegal, ob er ein Volksvertreter ist oder nicht. Ich meine, schlussendlich ist er ein Mensch. Und ich meine, oder beziehungsweise auch wenn er Volksvertreter ist und ich meine, gewisse Vorbildfunktionen hat oder was auch immer, ich meine, auch das, ich meine, er darf doch. Was ist das Problem? Wieso muss er vorgehen und sagen, ja, sorry, ich habe eben Dings und ich habe auch nicht gewusst, was ich habe gemacht und so. Ich meine, das ist schon eben, wie du gesagt hast, das ist schon das Problem. Aber auf der anderen Seite, dass er überhaupt das muss machen, das ist nachher wieder das Getriggern. Ja. Die Leute haben sich triggert gefühlt, weil irgendein Politiker halt irgendjemandem Dickpics geschickt hat. Ja. Eben. Das heisst, jeder Mann, der in der Schweiz, oder du müsstest jetzt Dings machen, eine Pressekonferenz machen und sagen, es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, was ich dabei gedacht habe. Sorry, dass ich meiner Freundin einen Dickpic geschickt habe. Also, ich soll noch geschwind tun, meinen Blazer und meine Krawatte holen, dass es noch ein bisschen professioneller Ja, von mir aus. Und da ist ein paar Mikrofone so vorne dran und so Blitzlicht. Also so ein bisschen, vielleicht noch irgendwo ein Dildo dazwischen stehen, einfach das geil aussieht. Und so mit dem ZDF-Pop-Schutz noch drüber. Ja, genau. Nein, weißt du, ich meine, ich finde, das ist das größere Problem. Ja, das ist das größere Problem. Dass er überhaupt muss führen Ja, und sich eigentlich rechtfertigen. Ja, dass er dann nachher keine Eier hat und nachher sagt, ja, ich nicht gewusst, was macht er und so, das ist dann nachher irgendwie halt, ja, weißt doch nicht, er ist halt Politiker, er muss den Kack dann nachher so sagen. Aber dass man eben, dass man so weit geht, dass man sich für private Sachen, die eigentlich ja nichts Illegales ist, muss rechtfertigen. Und eben, es ist ja in einvernehmlichen Einverständnis, also im Einverständnis mit der anderen Person ist ja so gewesen, weil da ist ja schon länger was gelaufen. Also eben, nein, Freunde, ohne Scheiß, eben, meine Damen und Herren, mein Name ist Knut, ja, ich habe Dickpics an meine Freundin verschickt, sie hat es geil gefunden, ich habe es geil gefunden, wir sind geil gewesen, wir haben geile Sex gehabt, let's fucking go, was wollen wir dagegen machen? Ja. Ich bin auch noch ein Mensch und ein Mensch ist ein Tier, fertig. Nein, eben, das ist eben, wir sind wieder nachher so, oh mein Gott, der und die, ich meine, wie viele Stars und weiss nicht was hat das echt schon gemacht? Ja, das macht jeder. The Fappening 2016, ja, genau. 17, ja. Mein Gott, großartig, oder? Wie hat sie geheißen? Jennifer Lawrence, Nacht, let's fucking go. Habe ich das auch mal gesehen. Aber ist es nicht speziell, wo ich muss sagen, so, boah, krass, oh mein Gott. Eben, nach die Frauen, easy, neue Tab auf Pornhub und du hast tausende nach die Frauen, unterschiedlich, oder? Das ist genau das. Also, das ist einfach so, du regst dich ab Zeug auf, was sowieso jeder macht. Ja. Und eben, wir dürfen nicht vergessen, es sind immer noch Menschen, die dahinter stehen. Ja. Und der Mensch ist ganz einfach
ein brillanter Aff, ein brillantes Tier, wo gelernt hat, dass sich an ihre Umwelt oder die Natur oder Naturprodukte nehmen, die umformen, anders verwenden und bumm, wir haben Häuser, wir haben Strom, wir haben Wasser, wir haben Internet und so weiter und so fort. Genau. Nichts mehr. Wir sind ein Tier, wir haben unsere Trieb und wenn man die Trieb, ja, ganz einfach gesagt, wenn man die Trieb nicht kann ausleben oder die Trieb nicht kann, ja, in einem gesunden Rahmen und im Einverständnis mit allenfalls Partner durchführen, dann kommt einfach Scheiße raus. Dann passiert genauso Zeug wie mit dem gelben Pfister oder der ganze Scheiß, wo in der katholischen Kirche abgeht. Ja. Und abgesehen davon, wo ich als einer, also weißt du, wo Unbeteiligter gar nicht wissen, wer wem was schickt. Das interessiert mich doch einen Scheiß. Ja, die sollen doch machen, was sie wollen. Ja. Scheiß drauf, mein Gott. Ah, wenn jetzt der Rocker dir anfängt, Dickpics schicken, hey, voll easy, wenn es auch passt, let's fucking go. Das Schickt macht, der das macht Rocker- er sowieso. Ja, ja. Ah, okay, gut, ja. Schickt er sie nachher noch weiter. Hätte mich ehrlich gesagt gewundert, wenn nicht. Eben. Man, wir sind Sehr, wir sehr sind ein offen. Pärli. Ah, scharf. Ganz Ja. geil. Darum darf ich auf seinem Kanal ja streamen. Ah, so lässig. Ah, ganz schön. Freut mich für euch zwei. Ja, Macht nice. weiter Wir so. heiraten bald. Ah, sexy. Wer kommt im Brautkleid, wer im Anzug? Ja, er ist die Frau. Hallo. Das ist offensichtlich. Ja, er zeigt das Gesicht nicht, dann muss er den Brothuben da noch vorne dran haben und so Scheiße. Das ist ja logisch. Anders geht das nicht. Oh, wie geil. An dieser Hochzeit wäre ich gerne dabei. Echt wirklich. Das wäre ich echt geil Ich gewesen. nehme es einfach wunder, was meine Freundin dazu sagt, wo jetzt wahrscheinlich noch zuschaut. Hallo. Salut! Überraschung. Du wirst Nein, Mami. Ja. Nein, es ist wir sollten einfach aufhören, wir sollten aufhören, immer permanent so überempfindlich sein und einfach mal ein bisschen die ganze Sache locker sehen. Und einfach mal sagen, ja, dann ist halt mal so. Oder man muss nicht alles anfangen hinterfragen, nicht alles irgendwie, wieso, weshalb, warum, wenn, wer, wie und so weiter und so. Sondern einfach mal sagen, ja, dann ist halt so, mein Gott, oder? Und Ja, ich glaube, ja. wenn man einfach mit so einer gewissen Lockerheit an die ganzen Sachen angeht, also eben jetzt auch da von der ehrenwerten Frau Funicello mit der 200er-Note, ich hätte jetzt auch ein anderes Motiv drauf tun. Ich hätte jetzt, keine Ahnung, vielleicht das Bundeshaus oder so etwas drauf tun. Oder, keine Ahnung, wie Telbruck in Luzern oder so etwas. Ich sage jetzt mal ein Schweizer Wortzeichen, Ja. etwas Schönes. Ja. Da mit diesen 3 Achsen, ja gut, ich kann mir vorstellen, was das der Hintergedanke war, weil die Schweiz relativ innovativ ist und halt eben technisch eigentlich sehr gut da steht, oder? Ja. Aber eben, es ist eine scheiß Banknote, mit dem tue ich meine Rechnungen zahlen und mein Fressen zahlen. Ich gehe nicht an und ich tue das anfangen zu studieren und denke mir, wow, mein Gott, wem könnte ich jetzt heute Abend mal als Bayern wichsen? Da muss ich einfach sagen, dass die Frau Funicello einfach ein bisschen zu viel Zeit hat und Ja. einfach nicht Eben. die richtigen Probleme sieht. Ja, genau. Aber ich nehme es auch Wunder, das hätten wir vielleicht noch eine Frau dazu holen, das wäre noch lustig gewesen. Ob sich die Frauen doch das überhaupt unterdrückt fühlen. Ja gut, wir können den Rocker fragen. Ja, stimmt, hätte ich noch fragen. Aber Zani hat ja vorhin geschrieben, ich fühle mich total unterdrückt von dem 2200er Nötli. Also nachher ein Smiley dahinter dran gemacht. Weißt du, Ja. Zani ist übrigens meine Freundin. Okay. Und ich Hi, meine, Sani. hey Zani. Ich meine, offensichtlich, also ich habe das mit ihr auch diskutiert. Und ich meine, das ist. Keine Frau schaut das an, wahrscheinlich, und denkt sich, oh mein Gott. Nein. Wie können sie jetzt nur da Männerhandradio mit XY-Chromosom und Unterdrückung und der hat sicher mit dieser Hand noch gewichst vorher und irgendwie weiß nicht was. Da denke ich einfach so. Aber wie gesagt, also die Personen haben einfach Zeit für solche Sachen, aber eben keine Zeit für richtige Probleme. Genau, ja, genau. Und das ist das, was mich eigentlich noch mehr aufregt, weil die ehrenwerte Frau Funicello noch Politikerin ist oder halt, ich sage jetzt mal, Vorstand von der User, Ja. oder? Das ist das, was mich noch mehr aufregt. Ich meine, sie ist da, sie ist vom Volk dazu gewählt worden, wenn sie zum Nationalrat oder Ständerat wäre.
sie ist dazu da, um das Anliegen vom Volk, von der Bevölkerung, von der Gesellschaft zu hören, sich dem anzunehmen, sich anfangen zu überlegen, okay, wo haben wir das Problem, was sind die möglichen Lösungen, die Lösungsvorschläge ausarbeiten, dem Volk unterbreiten, dementsprechend dann eben mit abstimmen, bla 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 und so weiter, wie es halt in der Schweiz läuft, und quasi eigentlich fürs Volk da sein. Und mit so Zeug, also eben, ich würde sie nicht mal wählen, wenn sie die letzte Politikerin auf dieser Welt ist. Weil dann tue ich generell eigentlich immer mich wählen, weil dann kann ich immer am Schluss sagen, ja, wenn alles in die Hose geht, kann ich wenigstens sagen, ja, ich habe ja mich gewählt, weil ich hätte es ja besser gemacht. Bisschen Trollmodus hier, aber es ist einfach, ist das die neue Generation an Politikern, wo wir wollen sehen, das Land regieren? Nein, fuck no, niemals! Naja. Ja. Es ist eben, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht früher oder später solche Personen im Nationalrat eher mehr Gewicht bekommen, als ihnen wirklich ehrlich gesagt zusteht. Ja. Aber eben die grosse Mehrheit, und das ist immer noch, das sage ich bis heute, das sage ich jedem und allem immer noch bis heute, wir Schweizer, wir sind einfach so ein scheiß besonnenes Volk. Uns muss man wirklich hart ins Schieber reinginken, bis wir irgendwann mal sagen, du Kollege, jetzt musst du mal kurz aufhören, jetzt müssen wir das mal diskutieren. Fertig. Und ich hoffe wirklich, dass so Leute mit so Aussagen, mit so, ich bin ganz böse, Gedankengut, keine Chance haben, um in der Politik wirklich irgendwie ernsthaft Fuß fassen Ja. und irgendwie, sagst du mal, Bundesrat werden oder Ständerat oder so etwas. Weil das reitet uns so hart in die Scheiße. Das reitet uns in die gleiche Scheiße, wo jetzt im Moment Amerika und auch in Großbritannien abgeht. Ja. Es reitet uns so hart in die Scheiße. Und ehrlich gesagt, bevor so etwas passiert, Bürgerkrieg. Keine Ahnung, Bundeskrieg. What the fuck? Knut, Bürgerkrieg, alle, die für mich sind, einfach mal Hände auf, let's fucking Warte, go. den muss ich schnell zensieren. Ja, sorry. Und da fängt es an. Ich habe meinen Gegenspieler schon gefunden, Ärger, let's go. Ja. Ja. Aber es ist Oh nein, Es- du hast es- ja. ein Noobs-T-Shirt an. Pulli. ja. Wie kannst du Also, das? Also, ich kann es auch mal kurz ein bisschen Street Danke, Andy, für den Host. Wenn wir zitieren, let's fucking go. Aber ich kann natürlich auch groß. Ja, da ist besser. Easy ich hoffe, Bash der- Noobs. Das ist besser. Easy Best Noobs. Sanli. Danke. Ja, der Andy geht mit 10 Personen Host. Gut. Cool, Oh, merci. wow, Ende, du geile Sau. Das heißt, es ist noch nicht Ende Gelände. Okay, tschüss zusammen. Ist das schon geil. Ja. Ja, ich habe eigentlich fast nichts mehr im Fall. Hast du noch etwas zu sagen? Ja, wir können das Spiel jetzt umdrehen und ich kann dich anfangen Zeug zu fragen und du kannst mal deinen Senf dazugeben. Ja, können wir machen. Kann man machen? Right, okay, Können wir gut. Ja, wie sieht es mit diesen Dickpics von Brock Gates aus? Komme ich die jetzt noch über? Oder? Erst nach der Hochzeit. Ja, großartig, okay, gut. Ja. Nein, eben, mit der ganzen Sache, wo die Ehrenwertfrau Funicello eigentlich angesprochen hat, eben von wegen Unterdrückung von der Frau und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir gerade wirklich steif in das Thema rein, Thema Feminismus und so weiter. Und ich nehme eigentlich gern immer die Aussage in die Hand, Feminismus braucht kein Schwein, es braucht Frauenrechtlerinnen und Frauenrechtler. Wie denkst du über das Thema Feminismus versus Frauenrecht oder Feminismus und Frauenrecht? Also ich finde, dass man Frauenrecht so muss sondern, also jetzt, es gibt ja kein Männerrecht. Ja. Es gibt Menschenrecht. Ja. Es gibt und darum finde ich, dass das gesondert wird. Frauenrecht finde ich schon mal, naja, das triggert mich jetzt schon mal. Also es muss ja schlussendlich, wenn du so sehen willst, müsste es eigentlich gleich sein. Ja. Für alle gleich, für alle Menschen. Also ich finde auch das schon fast ein bisschen grenzwertig. Also ja, für ein Schlusszeichen. Also ich bin jetzt irgendwie da Dings. Und Feminismus, wenn Feminismus darum geht, eben Frauenrechte zu schützen, wenn wir jetzt bei dieser Terminologie bleiben, dann finde ich es okay. Aber wenn wenn Feminismus nur da ist zum Männerbashen,
dann finde ich es, und das ist ja das ist so ein bisschen das, eben das ich sage dem amerikanischen Feminismus. Der Ja. amerikanische Feminismus, finde ich, das ist einfach halt, mir ist scheißegal, was du machst, wer du bist. Wenn du ein Mann bist, hast du verloren. Aber wenn Ja. du wenn du eine Frau bist, ist alles in Ordnung. Und ich habe auch schon meiner Freundin oder sonst auch den Leuten gezeigt, es gibt so ein Flugzeug, das in eine Stadt reinfliegt. Und dann steht, im Flugzeug steht Feminism. Und Ort steht irgendwie Equal Rights. Ja, genau, Equal Rights. Also Gleichberechtigung. Und dann fliegt er so darauf zu und dann kommt er plötzlich hinter dran gleiche Pflichten. Also gleiche Rechte. Und dann kommt dann gleiche Pflichten. Wo es dann nachher die gleichen Pflichten sieht, dann fliegt es zurück. Also bei dem Feminismus-Ding geht es mehr darum, dass einfach Frauen besser sind als Männer. Was auch kann sein. Also ich meine, in gewissen Sachen sicher. Und Männer sind in gewissen Sachen besser als Frauen. Und das ist einfach halt so, wie sagen wir das? Also eben wirklich, es geht eigentlich hauptsächlich um Männer schlecht zu machen, nicht um Frauen besser zu machen, sondern um Männer schlechter zu machen. Ja. Warte schnell. Frozen Legend, Feminismus ist ja entstanden wegen wenig Frauenrecht. Ich denke, Feminismus wird heute einfach in einem falschen Kontext verwendet. aka Third Wave Feminism, das braucht es nicht. Sopra sagt Ja. genau, sehe ich auch so. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er oder sie auf Frozen Legend. Ja. Darum eben amerikanischer Feminismus, das ist eben das, was ich ja gesagt habe, ist halt einfach eine Tatsache. Dummy-Feminismus trifft gut, ja, und true. Ja, genau. Also, Ja. es geht, also eben, ich habe weder etwas gegen Feminismus, noch gegen Frauenrecht, und ich meine, ich bin auch sonst recht, was soll ich sagen, ich probiere das indifferenziert anzuschauen, Mann oder Frau. Ich habe so ein anderes Menschenbild. Ich schaue nicht auf die Leute, ich schaue nicht die Leute an und denke, es ist eine Frau, es ist ein Mann, es ist eine Glatze, er ist schwarz, er ist weiß oder was nicht was, sondern Ja. mein Hauptkriterium ist einfach, ist das Arschloch oder nicht? Ja, Das ist mein Hauptkriterium. Klar hast du, wenn du eine Person zum ersten Mal siehst, hast du schon mal Ideen im Kopf, was er für eine Person könnte sein und so, und mit der Zeit ist es dann nachher, bestätigt das, was ich schon von ihm gehalten habe. Ja, okay, das ist etwa so das, was ich gedacht habe. Oder bestätigt es nicht, okay, aber dann schaue ich dann halt auch, dass ich meine Meinung über ihn ändere. Je nachdem halt, ob es passt oder nicht. Und das ist dann nachher halt eben, das ist dann nachher, wird schubladisiert. Männer, Frauen. Ja. Nein, das ist Frozen Legend, das amerikanische Feminismus, was ihr meint, nennen wir Fourth Wave Feminism, Empowerment of Women. Okay, gut. Okay, Danke vielmals okay, für die merci. Info. Ja. Aber ja, ich habe mal mit einer guten Kollegin von mir, die als Mechanikerin arbeitet, ich habe sie vor 3-4 Monaten habe ich sie mal per Zufall wieder getroffen und bin mit der so ein bisschen quatschen gewesen. Und sie ist wie ich eigentlich quasi dürft mich, respektive will mich. Und ich habe mit der so geredet, ja, wie läuft es im Job, wie geht es ihren Jungs daheim und so weiter und so fort. Und all wirklich, wirklich geile Diskussion. Und dann jetzt habe ich so gesagt, ja, eben, wie ist so die Behandlung am Arbeitsplatz und auch von den Kunden und so weiter. Und sie sagt, ja, nein, eigentlich wirklich gut. Sie arbeiten im Winterthur, muss ich dazu noch sagen. Und sie hat dann also gesagt, also eben, ja, eben, wie läuft es bei uns in der Bude, wie läuft es mit den Stiften und so weiter und so fort. Ja, eben, ja, ich habe jetzt in den letzten paar Monaten habe ich relativ viele Schnupperstifte gehabt bei mir. Und zwei, wo ich wirklich müssen sagen, zwei Jungs, wo ich wirklich müssen sagen, mal, okay, die sind wirklich gut, da sehe ich das Potenzial, die haben so das Flair dafür, die macht sich auch Überlegungen und Gedanken über die ganze Sache. Und das sind eigentlich zwei wirklich gute Kandidaten für die nächste Lehre, die dann im Sommer anfangen. Einen von denen haben wir dann auch genommen. Und dann sagt sie, ja, und sonst, dann sage ich, ja, aber ich habe noch zwei Mädels bei mir gehabt, wo eine in einem, wie soll ich sagen, so in einem Coaching-Programm ist und hat eigentlich wieder mal wirklich mich auch schnuppern und mal schauen, wie das aussieht. Dann sagt sie, ja, gut, okay, ja, und wie ist es und so weiter. Und dann sage ich, schau, eben, hat nicht wirklich das Gespür dafür gehabt, du merkst relativ schnell, wie die Leute oder wie die Jugendlichen das Werkzeug anlangen, wie das Material, die Fahrzeuge anlangen und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie eine Hemmung dahinter oder ist irgendwie ein Unwohlsein dahinter oder sonst irgendetwas. Und einfach so Aufgaben, die ich dann eher aufgeteilt habe,
einfache Aufgaben, wo ich auch wirklich quasi, ich habe es ihr zuerst zeigen können, dann haben wir es miteinander gemacht und dann hat sie es dann selber gemacht und ich bin einfach neben dran gestanden und habe ihr einfach Hilfestellung gegeben. Und ich habe gesehen, dass einfach nicht wirklich ein starker Lernprozess da war. Und ich habe ihr aber auch gesagt, also, du, schau, ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht und so habe ich das gesehen, wie ist es für dich gewesen, was ist deine Meinung dazu? Und dann habe ich auch geredet und so weiter. Und dann habe ich am Schluss gesagt, du, schau, ganz ehrlich, ich sehe dich nicht als Mechaniker, als Mechanikerin in dem Beruf, rein von der Motorik her, vom Umgang mit den Materialien. Ich kann mir aber vorstellen, dass vielleicht zum Beispiel Schreiner etwas könnte sein oder Maler könnte vielleicht passen, wo nicht so übermäßig stark in Technik, in Fahrzeugtechnik hineingeht, aber trotzdem mit Handwerk zu tun hat. Weil sie ist eigentlich eine, die wirklich zugepackt hat und Macht gesputet hat, wenn ich etwas gesagt habe. Ich kann mir gut vorstellen, eben Schreiner, Zimmermann, Zimmerfrau, Malerin oder so etwas, da könnte vielleicht etwas für sie, vielleicht auch Metallbau oder so etwas. Und sie hat dann gesagt, wow, eben, danke vielmals, sie gehen in dieser Sache nach und so weiter. Und die andere, die ich hatte, die hat als Automechanikerin geschnuppert und dann ist sie zu uns gekommen für TÜV mich. Und ich habe sie dann auch ein bisschen instruiert und hat ihr ein bisschen Zeug zeigen können, mit ihr ein bisschen Arbeit gemacht und so weiter und so fort. Und dort habe ich auch so ein bisschen einfach so das Gespür nicht so gehabt. Also schon ein bisschen mehr als bei der vorhergehenden Schnupperstiftin, aber einfach nicht so wirklich. Bin ich auch angesessen und gesagt, hey, schau, so und so. Und dann habe ich dann auch gefragt, wie dass sie eigentlich darauf gekommen ist, dass eben TÜV mich etwas für sie könnte sein. Und sie hat zu mir gesagt, eben, sie sei da bei der Garage XY, eine Autofirma, Autowerkstatt sei sie, und die haben gesagt, ja, Automech sei nicht so für etwas für sie soll doch mal TÜV mich ausprobieren. Und passiert noch des Öfteren, dass wir Automech-Schnupperstifte überkommen, wo dann das TÜV mich kommen und denken, das sei einfacher als das Auto, wo ich dann so dort stand, so, nein. Und ich habe ihr auch gesagt, eben, ich kann mir vorstellen, dass sie auch eher wie etwas, nicht ein übermäßig technischen Beruf, aber definitiv auch Handwerker kann machen. Und sie war letztens mal bei mir in der Firma und hat eben gesagt, sie hat auf nächsten Sommer hat sie eine Lehrstelle gefunden als Elektrikerin, Elektroinstallateurin, und da gefällt ihr megamäßig gut und hat richtig Spaß gemacht und sie ist wirklich gut. Und ich so, hey, tipptopp, wunderbar. Und sie hat dann auch so gesagt, danke vielmals, dass ich wirklich angeschaut habe und einfach gesagt habe, hey, schau, so und so. Und zum Kernthema zurückkommen, wo ich das meiner Kollegin erzählt habe, hat sie so gesagt, ja, eben, ist es ein Problem gewesen, dass die eine Frau war oder dass die beiden Mädels Frauen sind? Sag ich, nein, absolut nicht. Ganz ehrlich, es ist mir scheißegal, wenn ich einen Aff einstelle und der Aff ist besser im TÜV-Mich sein oder im TÜV schrauben als 20 Männer und 30 Frauen, dann stelle ich den Aff ein. Ist mir scheißegal. Ich brauche Leute, die kompetent sind, die sich mit dem Zeug auskennen, die gut arbeiten, die qualitativ hochstehend arbeiten, die quantitativ sind. Und dann ist mir scheißegal, ist es eine Frau, ist es ein Mann, ist eine transsexuelle Person, ist eine intersexuelle Person, ist ein Aff, ist ein Esel, ist ein scheiß Regenwurm. Ich würde die beste Person für den Job möglich. Punkt. Ja. Leute haben eben schnell das Gefühl, weißt, wenn jetzt eine Frau halt ablehnst, egal in welchem Zusammenhang, das ist einfach, das ist ein bisschen ähnlich wie bei mir, zum Beispiel, sage ich jetzt mal als Ausländer. Dass man dann nachher, weißt, irgendwie, wenn ich jetzt eben einen Job suche und ich bekomme den Job nicht über, dass man einfach halt schnell das Gefühl hat, so, es ist sicher, weil ich Ausländer bin, weil ich den komischen Namen habe, weil ich nicht irgendwie Müller und Meier heisse. Ja. Aber ich denke auch, dass viele, also es kann schon sein, dass es gewisse gibt, die das machen, also vielleicht sogar viele, die das machen, aber dass die meisten halt trotzdem halt wollen, dass die Leute, also dass sie Leute einstellen oder die Leute dabei haben, die das Zeug können. Ja. Die Qualität können garantieren. Ja. Also egal ob jetzt eben, wie du gesagt hast, schwarz, weiß, Esel, Hund, Katz, was auch immer, Hauptsache es klappt. Genau, ja, genau. Und ich sage es mal so, ich für meinen Teil bin ja Metaller, Heavy Metal, über alles. Mit Jeanskutten, mit Jeans, mit Ketten, Leder, weiss der Teufel war, Kampfstiefel und so weiter und so fort. Ein Konzert voll saufen lassen, Gas geben, Headbang und so weiter und so fort. Und ich habe auch mal einen guten Text darüber geschrieben, quasi wie wir uns quasi eigentlich oder bewusst an den Rand von der Gesellschaft drängen oder anstellen. Aus dem einfachen Grund, weil viele Metaller dementsprechend auch, ich sage mal, Aussenseiter sind oder halt eben sonst irgendwie einfach mal, ja, vielleicht sagen, komisch sind. Und wenn ich einfach
wie ich dann eigentlich auch so gesagt habe, eben aus dem einfachen Grund, dass wir uns eigentlich so an den Rand von der Gesellschaft rausdrängen und bewusst anstehen und sagen, ja, schau, wir sind asozial, ist scheißegal, wir haben unseren Spaß, fuck off. Und wie sich denn da eigentlich auch in dem ganzen, ich mag das Wort nicht, aber ich benutze es jetzt für sagen meine Verständnis, in der Metaller-Szene, in der Heavy-Metal-Szene, wie da ein komplett anderen Umgang mit dem Menschen ist. Er ist viel herzlicher, viel angenehmer, viel freundlicher, viel offener, weil einfach jeder weiß, du hast ein Päckchen zum Tragen und ich habe ein Päckchen zum Tragen. Ergo, wir tun es doch gescheiter zusammen und tun die Päckchen miteinander tragen. Und das ist auch so etwas, wo bei vielen Leuten, wo jetzt eben ich bin auch schon angefickt worden, ja, scheiß Punk. Dann bin ich dort gestanden mit dem Bier in der Hand und mit der Zigarette und sage, ja und? Interessiert es mich, oder was? Und habe das Bier gesoffen und meine Zigarette geraucht. Und das ist eben auch etwas, wenn Leute quasi permanent Diskriminierung erfahren, in welchem Zusammenhang auch immer, wenn sie permanent Diskriminierung empfangen und einfach nicht damit können umgehen, indem sie einfach sagen, fuck it, dann bin ich halt auf Deutsch gesagt ein scheiß Jugend, ein scheiß Schweizer, ein scheiß Metaller, ein scheiß Punk, ein scheiß Assi, dann ist halt so. Musst mich auch nicht anschauen. Ich meine, die Welt ist groß genug, dass du 5 Meter von mir weg kannst laufen. Und das ist auch vielfach das Problem der Leute, dass sie einfach, sie wollen andere Leute irgendwie bekehren, besser machen, permanent Vorschläge anwerfen und sagen, was sie machen wollen. Ja, ich meine, es geht schlussendlich darum, ich meine, als Punk von mir aus oder als eben Metaller oder was auch immer, du passt halt nicht in die Schablone, wo man als Standardbild von einem Menschen haben. Genau, ja. Und das ist dann nachher halt das Problem. Also, eben, wenn irgend jetzt, ich sage jetzt mal, neongeile Irokesen hast, dann bist du halt automatisch halt nicht normal. Ja. Und das sind nachher Leute wieder auch wieder triggert. Ja, Natürlich. aber eben, da kommt jetzt meine Frage, was ist normal? Eben, das ist eben genau das. Das ist eben genau das. Also, weißt du, ich meine, du hast so variantenreich, das Ganze, also ich rede jetzt von der Schweiz. Es sind so viele Leute, so viele verschiedene Leute. Und dann musst du aber normal sein. Und nachher, eben, was ist denn nachher normal? Das ist das Genau. Problem. Eben, es ist das Gleiche wie Leute, die zum Beispiel in ein Restaurant gehen, ich nehme jetzt ganz mal als Beispiel, wo immer in ein Restaurant gehen und immer Schnitzel Pommes essen. Nicht gegen Schnitzel Pommes, geiler Scheiß. Aber die können in ein fucking Sushi-Restaurant reingehen und die bestellen Schnitzel Pommes. Wo dann für mich auch so Sinn ist, so, Alter, probier doch mal etwas anderes, mach doch mal etwas anderes. Oder eben, gehen in eine Pizzeria und bestellen sich, keine Ahnung, Reis Casimir. Was auch ziemlich geil ist, aber eben, einfach mal ein bisschen offen sein. Und ich erzähle es mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus meiner Vergangenheit. Ich bin früher wirklich auch so ein Typ gewesen. Ich kann knallhart in die Pizzeria gehen und Schnitzel Pommes bestellen. Und ein Kollege von mir hat mich dann mal eingeladen, zum Sushi essen, so Running Sushi. So, bist du dort gesehen, sind ins Förderband durchgelaufen, hast einfach abnehmen und hast einfach essen. Ich liebe das. Und großartig. Ja. Und ich bin dort wirklich sehr sehr hinterwäldlerisch gewesen, sage ich jetzt einmal. Und die Kollegen haben so gesagt, nein, es gibt auch noch anderes, es gibt so Fried Chicken und eben Reis mit Gemüse und dies und jenes und wirklich hure super, eben, ich soll doch einfach mal mitkommen. Und ich so, ja gut, okay. Sind wir in das Restaurant gegangen, sind gesessen, haben da eben Running Sushi genommen und dann habe ich da irgendwie ein bisschen Reis gegessen, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Essen, dies und jenes und dann liebe ich so ein Kollege, eben ja, ich soll mal die und die probieren. Und dann hat er mir, ich weiss den japanischen Namen nicht, aber das mit dem Thunfisch drauf. Ja, keine Ahnung. Sashimi, glaube ich, so viel es mal ist. Ich esse es einfach, ich will nicht wissen, wie es heisst. Und er leitet mir so das an und dann sagt er, ich soll mal probieren. Und ich so, boah, Fisch bin ich eh nicht so ein Fan davon. Und dann noch roher Fisch. Sagt er, schau, nimmst du einfach ein bisschen Wasabi, wenn ein bisschen scharf wird, dann da Sojasauce und dann einfach mal probieren. Probier's einfach einmal. Und ich habe das Ding gegessen und es ist so was von übermäßig, megamäßig fein gewesen. Ich bin dort gesessen und mir hat sich ohne Scheiß, mir hat die Welt einfach um 180 Grad gekehrt. Ja. Und ich so, mein Gott, wieso habe ich das nicht früher probiert? Und ich habe mir den querbeet durchprobiert. Also ich habe dann wirklich alles, was gekommen ist, habe ich einfach mal genommen und einfach mal probiert. Und mal, das ist fein, mal, das ist geil. So mit kleinen Shrimps, mit Krevetten drauf. Ja. Boah, voll geil. Dann mal Eis mit ein bisschen Lachs drauf. Ja, Lachs ist nicht so mies. Gut, dann nehme ich eher da das mit dem Ton. Und megamäßig geil. Und seither, ich liebe Sushi. Das ist sowas von geil und sowas von fein. Und das
darum bin ich auch immer wieder, wenn ich mal auf Reisen gehe oder so und ich will lokale Spezialitäten probieren, ich probiere es. Ja. Weil, wenn ich es nicht Minimum einmal probiert habe, kann ich nicht sagen, ist es gut, passt es mir oder passt es mir nicht. Und ich sage es mal, ich bin der Meinung, wir sollten alles einmal probiert haben. Außer, ich sage es mal, gefährlicher Scheiß wie das Heroin. Ja. Aber das ist halt wirklich der ganz Extremfall. Oder eben mal andere Ansichten probieren, andere Ansichten mal anlassen. Ups. Ich habe irgendeinen Scheiß gemacht gerade, sorry. Ja, ich sehe es. So, jetzt. Ups. Ja, das ist vollkommen recht. Da gibt es nichts zu sagen. Ja, es gibt so einen Spruch, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Es ist nicht, nicht der am meisten liest, der gelehrt, sondern der am meisten umreist. Ja. Oder der am meisten, also viel von der Welt gesehen hat. Also das ist ja auch so ein bisschen das, hast du so eine Meinungsbildung. Weißt du, wenn du einfach so dein Leben lang in deinem 100-Kopf-Kaff drin hockst Ja. und Blick lesest und weiss nicht, was du anschaust und weiss nicht, wo was machst, dann hast du halt wirklich eben die Scheuklappen halt, weißt du, wo du da halt die sprichwörtlichen und eben, wenn du dann nachher rausgehst und eben Kulturen, neue Kulturen oder deine eigene Kultur sogar, weißt du, ich meine, wenn du die ganze Zeit in deinem scheiß Kaff drin hockst, dann hast du nicht mal mehr Ahnung, wie deine Kultur ist. Es wird dir alles nur gesagt. Ja. Du erlebst Weißt es nicht. Der wahnsinnigste Kulturschock, den ich je hatte, ist, als ich im 2000, bin mir nicht ganz sicher, 10 oder 11, habe ich meinen Kindheitstraum erfüllt. Und zwar, ich habe schon immer in meinem Leben mal auf London gehen. Ich wollte London anschauen. Ich bin ein Geschichtsfetischist, also mir kannst du alles an Geschichte anwerfen, ich tue alles durchlesen und megamäßig interessiert. Und ich einfach London anschauen. Und ich habe mich dann im Vorfeld ein bisschen darüber informiert, was läuft das so und so weiter, wo kann man gut in den Ausgang gehen, wo gibt es gute Baren und so weiter. Und ich habe dann ein Hostel am Piccadilly Circus, also wirklich direkt am Piccadilly Circus gehabt. Also, ich sage mal, das frühere Zentrum der Welt. Und du hast so viel Zeug gesehen, du hast so viele Touristen gesehen, du hast Business gesehen, du hast irgendwelche Leute gesehen, Hantieren machen und tun. Und ich habe mich dann informiert und dann gesehen, Camden Town im Norden von London, das ist so the place to go für Metaller, für eher einen, der, ich sage es mal, ja, für Sachen alternativ denkt oder alternativ drauf ist. Und ich bin mit der Tube bin ich dann auf Camden Town gefahren, bin dort ausgestiegen, habe da irgendwelche Leute noch getroffen, habe mit denen ein bisschen geschnarrt. Dann komme ich aus dieser Tube Station raus, an die Hauptstraße an und auf der Straße gegenüber, auf einem kleinen Platz, sind zwei Dudes gewesen, der eine am Beatboxen, der eine am Rappen. Rechts von mir sind irgendwelche Hippie in einem Trommelkreis gewesen. Links von mir sind Punks auf dem Boden gesessen und Bier gesoffen. Irgendwo sind irgendwelche Goths dahergelaufen mit Kleidern und Mäntel und geschminkt gemacht und tun. Und zwischen ihnen hast du noch irgendwie einen gesehen, der mit dem Aktenkoffer umeinander rennt, der irgendwie keine Ahnung vom Schaffen heimgekommen ist und so weiter. Hey, ich bin dort gesessen und mir sind schier Tränen gekommen, ab dieser Vielfalt, an diesen Möglichkeiten. Und das ist so krass, wenn du halt, eben quasi, ich lebe auf dem Land, ich lebe in einem 3'500 oder 4'000 Seelendorf. Ja. Und dann kommst du aus dem Alltagstrott, aus dem Landleben kommst raus und dann kommst du in eine Weltmetropole mit so einer Diversität an Persönlichkeiten, Meinungen und Leuten. Hey, das war so ein Fußschlag und das war einer vom geilsten Ausgang von meinem ganzen Leben. Das war sowas von krass gewesen. Ja, das ist ja so. Also eben, wenn man die Welt sieht oder wenn man Leute sieht, dann kann man sich eine Meinung bilden. Dann weißt du, wie die Leute sind. Ja, Swiss Center schreibt es eigentlich recht schön. Oder London allgemein hat mich auch wachgerüttelt. Und das ist schön. Wir Menschen brauchen immer wieder einfach so, ja, nicht die Fuß zu schnurren, aber einfach so mal kurz so, hey, schau doch mal das auch mal an. Und du erkennst so viel neues Zeug. Eben, wenn ich nicht so Musik interessiert wäre, hätte ich jetzt, oder wo wir jetzt Rock vor dem Stream, da den Link vom, wie hat er geheißen? Irgendetwas Lord, glaube ich. Ja, genau, geschickt hat. Übermäßig geil, irgendwie, keine Ahnung. Core gemischt mit Trap und Rap, voll geiler Scheiß, Mann. Und Bass, was läuft. Wenn ich nicht offen für so einen Scheiß gewesen wäre, hätte ich die ersten 50 Sekunden angeschaut und hätte gesagt, das ist nicht Metal, da lasse ich doch nicht. Und das
solches Denken bringt uns als Gesellschaft und als Menschen einfach nicht weiter. Ja. Und dann ist man dann auch ein bisschen weniger getriggert bei jedem Scheiß. Genau, ja. Jetzt Wir mal so sagen- zum den Ring abschließen, den Ring schließen. Genau, ja. Man ist nicht mehr so überempfindlich und Genau. man sagt alles einiges lockerer und einiges an. Genau. Und vor allem auch Dings, weißt du, wenn man eben so umreist und so, dass man da einfach halt die anderen wichtigeren Probleme auch noch sieht. Ja. Was man da halt nicht hat, weißt du, mit Slums und weiss nicht was und Kinderarbeit, bla bla bla. Ja, Das- dass man eben nicht einfach nur permanent sieht, oh, ich bin die einzigartige Schneeflocke, sondern mit meinen kleinen Problemen, mit meinem, keine Ahnung, am Morgen, am Mittag um 12 Uhr steht mein Essen nicht auf dem Tisch, sondern erst am 1 ab 12 Uhr. Dass man einfach merkt, wie nichtig das der Genau. Scheiß einfach plötzlich wird. Genau. Was genug? Ah, genau. Merci, Doka. Ah, merci, Genau. ja. Muss ich nachher nochmal anhören. Voll geile Scheiß, Mann. Ja, also, hey, ich würde sagen, dass wir langsam mal Schluss machen. Wir haben jetzt knapp 2 Stunden. Nicht schlecht. Knut, danke vielmals, dass du reingeschaut Ja. hast. Ja, danke vielmals für die Einladung, hat mich gefreut. Kein Problem. Gerne wieder mal. Also du kannst auch immer wieder, wenn wir streamen, kannst du immer wieder reinkommen und schnell ragen und dann wieder rausgehen. Das ist ja nicht so das Problem. Wolltest du noch zum Abschluss noch schnell etwas sagen? Ja, ich denke, als Abschluss für die ganze Diskussion zum Thema sind wir zu überempfindlich. Ganz einfach gesagt, chillt mal eure Eier und seid nicht immer triggert. Schaut die Sache einfach mal easy bash an und dann funktioniert das auch mit den elenden Kacknubs. Und dann können wir da richtig geile Scheiß produzieren. Bumm, zack, fertig. Okay, danke schön. Ja, was habe ich da geschrieben? Wann ist der nächste? Ja, bei einem Monat ist der nächste Stream, also der nächste Podcast. Wie gesagt, der 12.05. habe ich geschrieben, genau. Für die amigs mitmachen, können einfach in den Wartekanal vom Rockers in Discord kommen. Ich werde hoffentlich wieder einen Gast dabei haben, sonst mache ich einfach einen Monolog 2 Stunden lang. Ist geil. Ja, das ist hure geil. Ich glaube, am Anfang hat es so ein bisschen Connection-Problem gehabt und so. Es tut mir leid für das, ich weiß auch nicht, an was es genau liegt. Twitch ist eine Hure. Ja, genau. Twitch ist schuld. Ja gut, in dem Fall merci vielmals fürs Reinschauen. Soll ich gerade irgendjemanden hosten? Gibt es da irgendjemanden? Ich sehe bei mir, der Fab ist dran, der Strike ist dran, der No Skill ist dran. Der Strike. Das ist ein CS-Spieler. Gut. Ne, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt kann hosten kann, dass wir sowieso den Rocker machen. Ist ein Kanal. Ja, Rocker macht schon. Ja, easy. Also in dem Fall, merci vielmals fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Salut!